Voilà, einen schönen guten Abend, liebe Kolleginnen und Kollegen aus dem Gemeinderat, liebe Leute am Publikum, die bei uns sind, aber auch liebe Leute da draußen, die am Streaming sind. Die wisst, dass wir den Abend Budgets, Punkten um Ordre du Jour haben, dafür ist auch die Finanzkommission offiziell invitiert. Die Leute, die hier sind, noch herzlich willkommen. Andere Leute, der Marc Lehner und den Lucien Komus haben uns gesagt, dass sie nicht können heißen, aber sie werden dann noch über das Streaming als lauschen. Schon 100 Jahre, die so vielleicht nicht unbedingt gesagt und da doch machen, sodass wir sie dann noch den Abend bei uns haben. Und dann will ich auch sagen, dass den Jules Sauber, den wir letztes beigeschaltet hatten, den aber nicht selber aufgestimmt hat, mit der Progression gemacht hat, so wie gesagt, ist auch viel gesagt. Und da kommen wir dann noch darauf zurück, ob die Question écrite von den Schötterbierger von den die Gring, wie das sich hält. Und da ist es einfach so, dass man das dann noch präzis noch gefroht tun, dass man dann am Anfang auch so können beischalten an den Gemeinderat. Ich kann aber auch am Streaming gucken, wie all die Leute dabei noch mehr gesehen haben, just nicht, voilà, dass das für was dann noch haut, nur dadurch nicht gefroht für haut, für was dann haut nicht in der Form dabei ist. Voilà, dann will ich am aller ein bisschen über verschiedene Sachen informieren, denn wird Publikum, der geht dann haut und den Eicher Serge, den dann alles aufhängt. Voilà, wir hatten den 21. Oktober am Centre Kulturell von der älteren Vereinigung einen organisierten Halloween-Ball für die Kinder. Der war extrem gut besichtigt, muss ich sagen. Da war ganz viele Leute, ganz viele Kinder an eine gute Stimmung. Den 29. Also das war dann Sonntags, den erste war Samstags, nach einem Halloween-Ball. Und das war dann Luxemburg Allergy Network, die am Anfang das selber organisiert haben. Dann hat man den 31. Oktober Haf Schmatten traulich brennen, mit einem Konkurs, wo dann eben Rummeln an Sachen, die mit Rummeln gebastelt für Manager bewährt wurden, und dann noch 3 Preise designiert gesehen. Dann der 5. November war der vom 3. Alter am Centre organisiert mit unserer Familie und der Alterskommission, wo dann die Leute von 80 Jahren auch extra geehrt sind, einige von der Gemeinde und einige von der Rami Peras. Und dann hatten wir aber auch den Tag am Anfang das Element, dass Rami Peras 50 Jahre feiert, wo wir dann noch da auf Feuer geholfen haben, mit einem schönen Kuch gebührend gefeiert. Da war der 9. November Charity Bridge Tournoi am Centre, das dann von der Tukwand Tennis SBL organisiert. Dann hat man den 11. November den Schötter März mit einer Lesung aus dem Buch «De Kläschen sein Jesel» auf Vienastat, zusammen mit Caroline von Edition Phi. Und dann hatten wir weiter flott Hirsch-Animationen für Kinder am Schötter Treff, konnten Kinder ab 10 Uhr Futter heisischer für die Fidescher basteln. Dann hat man den 11. November noch mittags Journée intergenerationale, auch nicht von der Familienkommission und der Alterskommission organisiert. Zusammen mit dem Schötter Jugendhaus und mit den Scouten. Da waren auch gesellige Nummern, eine flotte Ambiance mit viel Spieler, interessante Quiz. Und auch der Fotoclub da sein Teil dazu beigetragen mit einem Fotoquiz. Dann hat man Himmelsmarsch zur Straße stehen da, also den 11. November, und dann den 17. November Beaujolais-Abend am Centre Culturel, da hat man ein Kehr organisiert vom Fotoclub. Dann hat man den 19. November den Tag vom BAM, da hatten wir am Anfang 2 Aktionen, und da profitiert, dass wir es sowieso gesehen haben am Gemeinderat. Und zwar haben wir bei der See an der Kernischer Straße den Gewässerrandstreifen bepflanzt, an angeweiht, da steht auch ein Schild, wo man drauf lesen kann, was wir da gemacht haben. Da geht es ja ein bisschen darum, dass am Anfang der Gewässerrand befestigt und da eine natürliche Bepflanzung abkommt, wie das eben früher oder bei den Bergen so war. Wir haben auch einen Baum gepflanzt, zu Minzburg, am Pavillon so mehr, da wo früher, also wo Präkos man drauf war, Maison Relais dran ist, da kommen wir noch zurück. Wo dann noch ein Plakat ist für den neuen Gemeinderat 2023 bis 2029. Der selben Tag Oves hat dann den FC Münzburg am Centre Kulturell sein Quizabend, den auch super gut besichtigt war.
an wo auch über den ganzen Nowen ganz viel interessante Frohen an der Quitzer Gestalt goufen, wo dann mal kon feststellen, wieviel dann aber net wees. Da war den 21. November als Versammlung mat de Vereiner, wo man dann schacht du Development durable net firstalt hun du bist mir weitgange sinn an du bist mat enger Expertin vom Ökozenter erklärt hun, wat de muss mache fir Green Events organiieren an dass dat dann wann dat hikrit noch mat finanzielle Unterstützung ka gemerkt gehen an so de Vereiner am Entere hun sech an de Richtung zu entwickeln. Am hun noch bisssen geschwert iwwer Eiszieler am Development durable vun der Gemeng an iwwer en dritten Projekt, wo man am gange sinn zu gucke, wie man da noch de Probaierverbrauch könne reduzieren, a wie man als Publikationen opbause mat de Flyieren besser können organisieren. Das Projekt, den man dann am Lauf vom nächste Jahr mit Jahr werden nufänken umzusetzen mat de Retouren, die man dann auf Fleisch kreen von den Vereiner an mat den Diskussionen, die man feieren zu summe. Da war den 22. November eng Reunion vum Koppel Gutland Musel, das ist der Koppel, den sich den Natura 2000 ma Animateur Natura 2000 dreht, an dat huet am Biodiversium zu Remerschen stattfand. An do war viel noch eng Feierung vun den Drschemauuren, die se do gebaut hun, a wo en da noch kon gesinn, wéi eng interessant Projekten e kann mat Steng bauen, also dat ze net nemme Mauure, e kann noch so fassen so zoumechen, also festma versichelt ze oder net aus dem as der Lebensraum fir ganz viel Insekten an einer Deieren. Also ganz interessant auch den Biodiversium zu bemerken. Dann als ab dem 23. November den nächste Hölfkur, den das vom CGD organisiert, das abgedeelt an 8 Kuren, 16 Stunden am Ganzen, an die Pfannen zwischen 23. November und 25. Januar an der Galerie am Campus gehen die aufgehalten. Da war der 25. November mit das internes Evenement von der Amical, sie Galadiessen am Centre. Dann hast den 30. November die Klesefeier von der Amiperas am Centre. Den 1. Dezember könnte Klesen dann an die Schule, das ab 15 Uhr, wo dann noch der Gemeinderat herzlich invitiert, das zu holen. Dann haben wir den 3. Dezember Adventsfeier, organisiert von den Frauen und Mammen, mit einem Konzert von den Schütter Jungbläser. An den 9. und 10. Dezember Kleindeirenausstellung vom Cercle Avicole. Und du hast Freitags, den 8. Dezember, den Vernissage Oves, wo die Gemeinderat dann noch invitiert ist. Den 9. Dezember dann im Schütter März an TikTok Dance Workshop, organisiert vom Schütter Jugendhaus. An den 9. Dezember wird dann noch der Konsular Honorär, den wir zu Schütter Hun von Costa Rica gefragt, ob sie können do eng Feier machen, die wird dann noch an der Galerie von 13 Uhr bis 19 Uhr. Dann hast den 10. Dezember ist ein gewinnten Staminé von 10 Uhr bis 12 Uhr auch an der Galerie. An Donne Christkonzert no mittes 4:30 an der Kirche zu Schëtter vom Gesang. An der Unterstützung von der Choral Cecilia von Walfer an noch unseren Operasänger Bariton aus Wien, de Guy Pütz, den sie do mat unterstützt. Den 12. Dezember ist dann Christfeier von der Amiperas. An der Nummer ist ein Christmarkt, den vom 15. bis zum 17. Dezember geht. Du hast Freitags musikalisches Enkadrement von der Schütter Jungbläser an der Schütter Strüpp. Samstags haben wir dann Oves Konzert von Simply Two. An dem 4:30 an der Kirche der Konzert Sonntags, der Konzert spirituell von der Schütter Musik. Und dann auch nach dem 16. und 17. Dezember Fairy Tale Cup an Christgala organisiert von Rhythmika Lux. Voilà, das zu den Evenementen. Da wollte ich auch noch informieren, wir hatten gleich gedriveriert über den Smart-Jump-Konsequenzen von der Übernahme von Leclerc, von dem Supermarché. Da hatten wir an dem Kader MG-Hotel zugeschrieben, die ja proprietär sind vom Site. Und die ist dann noch schriftlich bestätigt, dass effektiv 2 Monate am Gange sind, eine Wand zu machen, und das zum Preis von 13 Millionen Euro. Voilà, die Wand ist also am Gange. Dann haben wir den Retour gekriegt von den Wahlen vom Delegé für den Civic Hall.
gehe noch nicht darauf an, als all den anderen Gruppen, wenn du gewählt gehen, also ich meine, die Gruppe, die uns interessiert, als Gruppe 1.3, wo wir dann als Unterstützung für die Gemeinde daran, wenn auch den Herr Bauer-Jacques bestimmt tun, und hier hast dann noch gewählt gehen. Am Gruppe 3.1, da waren 70 Wahlzettel, 60 waren da valabel, war in der nicht valabel war. An den hast dann gewählt gehen mit 29 Stimmen für den anderen Kandidaten, die jeweils da 17, 2 Stimmen, 20 an den Stimmen hatten. Voilà, dann hatten wir Leute genannt für an die Loyeskommission, die ist ja auch regional organisiert. Und du hast dafür den Kanton Lützeburg als Bailleur effektiv Madame Jeanne Meyer-Annelies genannt und als Lokatär effektiv den Madame Ndombele, den Wette Aisha. Das sind also die Leute, die mir gestimmt haben, die sind da genannt. Wir wissen noch nicht, ob die anderen Gemeinde keinen Kandidat hatten oder wer da draufgegangen ist. Auf jeden Fall sind alles Leute gewählt. Wir sind davon ausgegangen, dass die anderen keinen Kandidaten hatten, weil auch kein Supplement genannt ist. Also, wir haben nur das Resultat schon mal gedealt gekriegt. Dann wollte ich noch mitteilen, dass den Match, von dem wir gerade schon jetzt hatten, eng den Mond gemacht wird, für am Dezember, und zwar den 24. an den 31. können wir lang abzuholen. Und der Mond hat zugestimmt, sodass das Match die Idee ist, bis 16 Uhr ober ist. Und da wollten wir auch schon informieren, dass ab dem 15. Januar dann den Holzverkauf ist, über den Online-Formular. Und ab dem 1. Januar auch an der Maison Relais 50% von Miessen als Bio-Essen werden hun. Und dadurch kostet ein Menü pro Kant an 18 Cent mit Eier. Und da war auch letztes gefragt von die Gring, wie es mit Themenzertifikationen wir, und da sind wir 2024 dann in NRW, dass wir eine Luftqualitätszertifizierung ausstreben und eine Klimaanpassungszertifizierung. Entretant haben wir auch hören, dass die Auditeure nicht so begeistert sind von diesen Sachen, weil da war größten Arbeitsaufwand ist und sie hatten da liefert einen kompletten Audit mehr. Wir haben da aber 4 gesehen, und wir probieren da dann. Aber waren wir froh, und dann mussten sie es auch bald machen. Da war die andere froh, wie es mit unseren Fühlrevier, also das am Anfang ja eine Wetterstation, wo wir in Zukunft wollen, selber bestimmen über Mirswerter, ob man Strehe gehen oder ob man nicht Strehe gehen. Und da wollte ich einfach mitteilen, dass die installiert ist, dass die funktioniert, dass man aber am Moment nach parallel fuhren, das heißt, so wie man vier drohen, alarmiert kaufen, eben die Point Chaussee, und an der Zwischenzeit dann die Werte von der Wetterstation auswerten, für zu gucken, ob sie richtig kalibriert ist, wie man die Tonnen, die wir kriegen, wenn man die müssen auswerten, für dass man dann aber auch eine Garantie haben, dass man dann noch Strehe fuhren, wann es nötig ist. Geht ja am Anfang darum, dass man Männer Strehe fuhren, aber wenn aber die Situation nicht verlangt, soll er auch gestreht sein. Also da fuhren wir am Moment parallel, bis wir da ein bisschen Erfahrungswerte haben, und dann werden wir mit der Wetterstation schaffen. Voilà, das von meiner Seite zum Ablauf. Da kommen wir zum nächsten Punkt. Und ich meine, da machen wir verschiedene Punkte mitnehmen, zum Beispiel die Präsentation von den Konten und die Präsentation vom Budget rectifié, vom Budget initial. Und das ist hauptsächlich also Finanzchefen des Herrsch, den das wird präsentieren. Und das Herrsch geht dann damit fort. Dann liebe Kolleginnen und Kollegen aus dem Gemeinderat, liebe Damen und Herren aus der Finanzkommission, liebe alle gut. Wir sind froh, die aktuelle Situation, finanzielle Situation von unserer Gemeinde präsentieren zu können. Da haben wir einerseits die Konten vom Jahr 2022, das geht von der 14. Juli 2023 aufgeschlossen und dem Innenministerium übermittelt. Wir warten nur, dass die Kontrolle vom Innenministerium durchgeführt wird und werden dann am Frühjahr 2024 den definitiven Dekonten vom Jahr 2022 hier am Gemeinderat präsentieren und aufstimmen. Dann der Budget rectifié 2023, also den angepassten Budget vom Jahr 2023, den der letzte Gemeinderat heute den 14. Dezember 2022 gestimmt wird. Hier gehen Zöllen aus dem Budget 2023
den Demos gestimmt ging und die aktuell Zahlen angepasst, also die effektiv Depensen an die effektiv Resette von 2023 an den Prävisionen bis Ende des Jahres angepasst. Und dann natürlich das Budget 2024, also die Finanzplanung für das Gemeng für das nächste Jahr. Das ist also ein Übergangsbudget, den an der Kontinuität ist von den Projekten, die an den letzten Jahren im Gemengerat gestimmt wurden. Unter der Gemengewahl vom 11. Juni 2023, also die neue Koalition von DP und LSRP, die die Geschicke von dieser Gemeng die nächsten Jahre wird leiten. Wir setzen aber ganz klar bei ganz vielen Projekten auf die Kontinuität. Bei vielen großen Projekten für das Gemeng ist schon ein ganz großes Vierarbeit gelegt gehen. Und wichtig, Charlotte sie gesagt, wie zum Beispiel beim neuen Dorfkehr an dem Masterplan über Besuchen im Showcampus bis 2050. Bei einem anderen wichtigen Projekt, dem neuen Ressourcencenter, mit neuen Räumlichkeiten für die SIAS, der neue Pumpschiffskaser an den Gemengen Atelier, sind wir aber schon seit Monaten an einer Sackgasse, wo es darum geht, für eine neue Dynamik zu kreieren. Wir haben nicht schon als extraordinäre Ausgabe 4 zu greifen, fängt man mit ein generellen Zahlen zu unserer Gemeinde an. Bei der Population, ihr könnt eine kleine Grafik dazu, ich führe noch mal weiter. Also aktuell wohnen rund 4.400 Bürger mit 81 Nationalitäten an unserer Gemeinde. Insgesamt konnte man als gemeinsames Ziel von einem moderaten Wachstum über die letzten Jahre erreichen, sodass als Gemeinde am Durchschnitt mit 1,7% gewachsen ist. Das Ziel von einem moderaten Wachstum wird in Zukunft ein Challenge bleiben, weil wir natürlich einen enormen Wachstumsdruck an unserem Land haben und dadurch immer mehr Wohnraum entstehen soll. Das entsteht durch Spannenverdichtung, wo das Ziel ist, für bestehende Parzellen, also Boden, den Haut schon größtenteils versiegelt ist, mehr Wohnraum zu schaffen. Hier kennen wir alte Beispiele von E-Familienhäusern, die durch Morcellementer, durch Maison Jumelien oder Maison en Bande ersetzt gehen. Oder auch durch Residenzen mit mehr Wohneinheiten, wie wir aktuell auf der Hauptstraße zu Münzburg ein ganz Reihe Projekte am Bau gesehen, an der Woche noch an der Planung oder an der Genehmigungsphase sind. Aktuell sind aber auch die Infrastrukturarbeit um PHP Schönberg schon gut 4 gekommen, wo mittelfristig 20 E-Familienhäuser als 16 Appartementen entstehen werden. In den nächsten Jahren könnt ihr noch nach der PHP Bremen, wo normal 88 Wohneinheiten dabei kommen. Neben unseren Bürgerinnen und Bürgern haben wir auch eine Aktivitätszone, wo aktuell ungefähr 5.300 Leute arbeiten, also zum Wohlstand von unserer Gemeinde, auch von allem von unserem Land beitragen. Für aber zurück auf die Finanzsituation zu kommen, fangen wir an mit unserem aktuellen Patrimoine. Die Gemeinde Schütter hat ungefähr 14 Millionen Euro auf den Bankkonten und keine Verschuldung. Wir besitzen 226 Hektar Busch, 33,4 Hektar Terra Wiesen und Ackerland, sowohl an der Gemeinde wie auch an den Nopisch-Gemengen. Wir haben 5,28 Hektar Terra am Bauperimeter, wovon 3,50 an unsere Aktivitätszonen liegen. Dazu gehören noch 12 Häuser und 8 Appartementen, die wir aktuell am Kader vom sozialen Wohnungsbau verlohnen. Von der Reserve budgetär haben wir aktuell einen Monat von 1,6 Millionen Euro stehen. Was das Budget betrifft, fangen wir an mit der Präsentation des ordinären Budgets, also den alltäglichen Resetten an Depensen von der Gemeinde. Fangen wir an mit der Reset ordinär. Da ist es so, dass wir 2022 Resetten von 20,1 Millionen Euro hatten. Für 2023 schätzen wir so auf 23,45 Millionen Euro. Für 2024 sind ordinäre Resetten von 23,78 Millionen Euro vorgesehen. Ja. Voilà, also du siehst dann die Evolution von der Population, wo du siehst, dass nicht alle Jahre gleich fließt, mehr aber in konstant Croissance da ist, und da kommt man dann über die Jahre auf die 1,7%, die man mehr oder weniger angehalt kriegen. Da sehen wir da als Reset ordinäre, wie gesagt, also sind wir von 2022 von 20,1 Millionen, 2023 schätzen wir, dass wir 23,45 Millionen weiter kriegen. Aber für 2024 sind auf Basis von den Projektionen, die wir gemacht haben und die wir auch vom Innenministerium abgedeckt haben, schätzen wir, dass wir 23,78 Millionen Euro werden kriegen. Ich meine, du gesagt schon, dass wir mit schwerer Zeiten noch durchkommen. Wenn wir beim Budget rektifiziert 2023 nach von einer Croissance von 16,25% par rapport zu 2022 ausgehen, so rechnen wir für 2024 schüssen mit einer Croissance von der Recette von 1,39% par rapport zum Budget von 2023. Wie setzen sich das Recette ordinär zusammen? Das ist größtenteils den FG, der Fonds de Dotation Globale des Communes, den FDGC.
den ass mat ungefähr 70% de gréessten Akkommensquell fir als Gemeng. Dëssen FDGC geht zum Deel gespeist vun der direkter Steuer, der TVA oder auch nach der Autosteuer, ma fir d'Berechnung zum Verdeele vun dieser Dotatioun und Gemengen aus den Hauptkritär D vun der Populationun. Verdeis Gemeng zum Deel benodelecht, weil mir eich der moderat Fusse wëllen, an dodech dann immer eichter Manner und dëssen Resette profitéieren. Ha im Grafik gesit enket d'Evoluioun vun dem FDGC, wo de noch gesit an, dats die Croissance zwischen 2023 und 2024 relativ klein als par rapport zu dem, wat man die Lächtjore kann, wo man immer relativ viel méi krit hun. Das Berechnungen beroen op de Viergabe vom Innenminister, wie sie an der Zirkulär vom 26. Oktober 2023 vorgesehen sind. Ich stelle mal fest, dass der Staat nach für 2023 mit einer Croissance von 12,8% rechnet, was für uns engem Monat von 16,2 Millionen Euro entspricht, sodass so aus das Croissance für 2024 schüssen nach von 15,1 par rapport zu 2022, weil dann Budget dann im Monat von 16,5 Millionen Euro entspricht. Da kommen wir bei den ICC, das ist als zweitgrößte Set, das ist den Impôt kommerzial kommunal. Diese mischt ungefähr 12% von unseren Resetten aus. Er kriegt allgemein einen Teil vom ICC, den im Territoire von der Gemeinde erwirtschaftet wird. Für 2022 kriegt mit 2,3 Millionen ausbezahlt. Am Vergleich mit einem Gesamt-ICC von 15,8 Millionen, den zu schütten erhoben ging, sind das wohl keine 14% mehr, die für uns Gemeinde übrig bleiben. Für 2023 rechnen wir ein Budget rektifiert mit einem Monto von 2,65 Millionen. Und für 2024 sind auf der Basis von der Zirkulär vom Innenminister nur nach 2,4 Millionen vorgesehen. Also 265.000 Euro Manner, die wir Manner an unsere Resetten haben. Eine Länge und Hand von denen zwei Resetten gesagt, dass als Wirtschaft Milieus drängt und dass dadurch als Resette beim ICC riskieren, aufzugehen und dass Croissance bei den Dotationen vom Staat über den FDGC auch nicht mehr so schnell ist, wie das die letzten Jahre der Fall war. Und der Grafik sieht auch eine Evolution, wo wir da drauf gerechnet schon pro Habitant. Auch da gesagt, neben dann 23, 24, dass das stagniert, ist das sogar raufgeht. Dann die andere Hauptrezept ist den Impôt foncier, also die Grundsteuer, die im Territoire von der Gemeinde erhoben wird. Hier sind Rezette für 2024 von 300.000 Euro vorgesehen. Dann haben wir auch noch die Loyen, die wir auf die Wohnungen kriegen, die wir am Kader vom erschwinglichen Wohnraum verlohnen. Hier liegen Rezette bei 171.000 Euro am Budget rektifiert von 2023 und wir rechnen für 2024 mit 200.000 Euro. Da kommen nämlich 2024 noch die zusätzlichen Resetten dabei von dem Haus, was wir nur am Appleway verlohnt tun, auch vom neuen Studio vis-à-vis am Haus Berner, den am ersten Trimester oder spätestens am zweiten Trimester vom nächsten Jahr Wert verlohnt gehen. Was Resetten aus den Taxen vom Aufall an der Wasserversorgung angeht, weil dann zwei andere große Resetten sind, die werden wir mehr genau analysieren, zusammen mit den Depensen, die zu dem Bereich gehören. Da kommen wir auch schon bei den ordinären. Bei den ordinären Depensen ist die Situation die, dass das von 13,8 Millionen, wie sie am Konto von 2022 stehen, auf 17,2 Millionen am Budget rektifiert 2023 abgehen oder geschätzt abgehen. Und am Budget initial für 2024 gesehen wir da 18,1 Millionen Euro für. Du siehst auch ein Graph abgespleckt, wie die verschiedenen Posten sich verdelen. Ich meine, den Hauptposten, die von den Personalkosten, die bei rund 6 Millionen Euro liegen, was rund ein Drittel von den Depensen ausmischt. Den anderen großen blauen Teil, den du siehst, das ist am Anfang den Autres. Das sind all die anderen kleinen Posten, die zusammengerechnet gehen. Mit dem größten Teil, den Einzelposten hast, das ist am Anfang Personalkosten mit einem Drittel. Bei dem Personal ist es so, dass wir aktuell beschäftigen wir 52 Leute. Davon sind 17 an der Administration, 10 am Service Technik, 8 Champetre, 1 am Service Scolaire, 18 an der Regie, an einem Atelier, und 5 an der Conciergerie. Bei den Evaluationen vom Personal, das präsentiert der Kostenpunkt für 2024 von 6,07 Millionen Euro par rapport zum Budget rektifiert von 2023, wo Personalkosten bei 5,4 Millionen Euro Werte liegen. Für 2024 ist das eine Steigerung von 12,64% par rapport zum Budget rektifiert von 2023. Der CFI war gesagt, dass die 3 Indextranchen, die am Laufe vom Jahr, also von diesem Jahr von 2023, erfallen sind, einen großen Impact auf diese Posten haben, die am Budget 2024 noch viel mehr zum Drohen kommen. Es ist zum Beispiel wichtig zu sagen, dass die letzte Indextranche den 1. September fällig ging,
und dadurch so 2023 proportional und so viel an Gewicht gefallen, dass man die dann 2024 ganz zu drohen haben. Nun im Prinzip von der Prudence haben wir auch ein potenziell Indextranche für das zweite Trimester 2024 am Budget 4 gesehen, auf Basis von den Estimationen vom Stadtdeck. Zusätzlich gouf ma Marité ministeriell vom 23. Oktober von diesem Jahr den Taux von den Kotisationen für an Pensionskees von den Funktionären von den Employés communaux drastisch erhöht. So war es, dass ab dem 1. Januar 2024 den Taux von der Kotisation von den Lo 21,01% rupgeht, also ob 21,01% rupgeht und der dann vergleicht mit 20,3%, die man aktuell muss kotisieren. Eine zusätzliche Explikation für die Croissance ist, dass man am Laufe des Jahres Retouren als Langzeitkonchen hatte, wo der finanzielle Impact auf 2024 mehr stark ist wie die pro Rata am Jahr 2023. Dann ist aber auch viel gesehen für an den nächsten Jahren, oder nächsten 2 Jahren, nächstes Jahr fängt man damit an, E-Posten am Servicetechnik, den aktuell nicht besetzt ist, zu besetzen, sowie zu gucken, für einen zusätzliche Posten, die mehr spezifische Projekte am Aufbau begleiten soll, zu schaffen. Dann ist auch viel gesehen für die Administration am Kader von der Öffentlichkeitsarbeit zu verstärken. Das Rekrutement basiert notamment auf die Konklusionen vom Audit, den im Anfang von des Jahres realisiert worden ist. Dann kommen wir, wie schon angekündigt, zum Auffall, wo man die Interessetten und Depensen im Bereich Auffall zusammen analysieren. Beim Auffall gesehen wir für 2024 Resetten an Höchst von 535.000 Euro für an Depensen von rund 795.000 Euro. Bei der Gestion vom Auffall ist es so, dass heute Depensen alle Jahre mehr hoch sind wie die Resetten. Es ist auch so, dass die Resetten relativ stabil sind, wobei Ihnen aber daran erinnern soll, dass durch das neue Auffallreglement zwar die Quantität vom Dreck, die auf das Sido verbrannt gehen, raufgegangen sind, aber auf der anderen Seite sind ja auch Tarife raufgegangen. Bei den Depensen ist es doch so, dass die Rechnungen von der Sidor an der Milletkompost par rapport zu dem effektiv verschafften Auffall relativ stabil sind oder nicht mehr leicht klammen. Auf der anderen Seite sind aber die Funktionamentskäste vom SIAS am Bereich von der Auffallwirtschaft relativ stark abgegangen. Kommen wir bei der Wasserversorgung. Für die Trinkwasserversorgung sehen wir für 2024 Resetten von 915.000 Euro für an Depensen von 695.000 Euro. Beim Aufwasser gesehen wir für 2024 Resetten von 706.000 Euro an Depensen von 902.000 Euro. Gesamt geguckt, die 2 Rubriken dann zu summen, ist es also so, dass wir aktuell immer ein Defizit beim Schmutzwasser haben und einen Benefit beim Trinkwasser, so dass das sich mehr oder weniger immer ausgleicht. Hier muss ich aber mal aufwerten, wie den Impact von dem neuen Wasserpreis aus den Santa dem 1. Januar 2023 erkraft ist. In anderen großen Budgetsposten als die von der Musikschule, wie auf diesem Grafik gesehen werden die Depensen für als regionale Musikschule auch immer weiter zu. Das belaufen sich für 2024 auf 670.000 Euro. Auch wenn Subsidien vom Staat an einer ähnlichen Größenordnung wie die Resetten klammen, ist es aber so, dass man für 2024 ein Defizit von 294.000 Euro muss gesehen. Ein anderer großer Posten aus den CG10, als Kontribution im CG10, hier sind noch die immer weiter steigenden Kosten, die wir als Gemeinde für das Funktionament vom CG10 bezahlen. Das klammern sind der Reform von Jahr zu Jahr. Hier muss ich sich aber daran erinnern, dass die Service des Secours nach kommunal organisiert werden, das auch mit einem großen finanziellen Impact verbunden wären, wie ihn auf diesem Grafik gesehen kann. Da kommen bei Schule und Mesorelais, heißt die folgenden Posten auf 40 hier, wenn der Schultransport, das steigt von rund 380.000 Euro für 2022 auf 550.000 Euro für 2024. Hier ist das einerseits die zusätzlichen Nawett, die man ansetzen für die Kanner aus dem Präkos an den Pavillon Cordol zu transportieren, sowie auch eine Schätzung, was Milchkästen könnten durchstellen, die durch die Umstellung auf Elektrobusse werden noch bald durchkommen. Wir haben eine relativ hohe Schätzung gesagt, weil die Umstellung auf die Elektrobusse zwar viel gesehen ist für nächstes Jahr, aber noch kein definitiv Preisoffere kriegt, wie viel den Impact effektiv wird sehen, weil das relativ von den Marschen aufhängt, wie viel Busse dann da können kriegen. Das Projekt Digital Lehren ist auch für 2023-2024 gesehen. Er kostet als 7.000 Euro pro Jahr, wo danach 9.000 Euro dabei kommen für das informatische Material, das im Campus genutzt wird. Für das Funktionament von der Mesorelais ist weiterhin ein Budget von 500.000 Euro gesehen.
Dann ein paar Worte zu der Protektion sozial, also finanzielle Mittel an der sozialen Unterstützung. Am Bereich von der Unterstützung für sozial schwache Städte überhält der Gemeinde eine federale Rolle, an dem wir die Allokation de vie chère, die vom Staat bezahlt wird, nach einmal auf Gemeinganiveau ausbezahlen. Das hat für die Gemeinde Schütter für 2022 einen Gesamtkostenpunkt von 110.000 €. Durch die aktuell wirtschaftlich mich schwere Situation sind immer mehr Städte auf das Hilfen angewiesen und dafür gesehen wir für 2024 einen Monat von 130.000 € für. Daneben tun wir natürlich auch noch als Partizipation in den Funktionamentskästen vom Office Social, die von 8.000 € für 2022 auf 100.000 € für 2024 herabgehen. Dann ein paar andere Depensen, die wir hier dafür haben, also Kontrakt vom Facility Management, den wir seit 3 Jahren un, den als für aus 2023 eine Preisanpassung gemacht gehen, die dazu führt, dass das Kosten von 325.000 € auf 403.000 € klammen. Auf Basis von einer Ausschreibung aus der Kontrakt für die Putze von unseren Infrastrukturen neu vergeben. Hier belaufen sich die jährlichen Kosten für 2024 auf 450.000 €. Im Vergleich mit dem Jahr 2022 hatten wir Kosten aber von 555.000 €, sodass man da mit einer Ersparnis rechnen müsste können. Für 2023 hatten wir auch die Kosten für den TDW von etwa 700.000 €, die wir 2024 nicht mehr werden können. Der Kontrakt mit einer externen Firma am Kader von der Öffentlichkeitsarbeit das auch 2023 ausgelaufen, durch Ersparnisse von ungefähr 6.000 € durchstellt. Voilà, also Basis von diesen 12 werden wir dann 2024 mit einem Benefis ordinär von 5,6 Millionen € aufschließen. Das ist das gleiche Manner wie den Benefis, den initial für 2023 vorgesehen war. Wie gut, dass auch dieses Budget mit der nächsten Vorsicht abgestaltet wird und auch noch weiter analysieren werden, wie wir es Kosten an diesen schwierigen Zeiten im Griff halten können, gehen wir davon aus, dass wir in 2024 noch ein besseres Resultat vorweisen können. Auf alle Fall stellen wir fest, dass wir auch für 2024 einen soliden Überschuss am ordinären Budget haben, den wir brauchen, für als Investimenten am extraordinären Budget zu finanzieren. Kommen wir nun zum Budget extraordinär. Im Kader vom extraordinären Budget werden wir in Zukunft probieren, für mehr realistische Budget aufzustellen. In der Vergangenheit sind oft ganz große Montants vorgesehen gehen für verschiedene Projekte, wo aber von vornherein klar war, dass das nicht so sehr umgesetzt ging. So sieht von den 29,5 Millionen, die am Budget 23 vorgesehen waren, ein Maximum von 11,7 Millionen am Budget rektiv vorgesehen. So was der Gesamtmontant von den Depensen, die wir am Budget von 2024 vorgesehen haben, bei 21,5 Millionen €. Und das stellen wir erst durch die Hauptprojekte vor, die wir für 2024 planen. Ja, den Centre multifunktionell, der auf dem Terrain, wo heute unser Atelier und unser Recyclingcenter steht, gebaut soll gehen, und auf dem Terrain nebendran, begreift ein neues modernes Atelier, ein innovatives Ressourcencenter mit einem nachhaltigen administrativen Gebäude, was sogar Vorbildcharakter soll kreieren, für 20 bis 30 Leute Personal für die SIAS, und eine neue Kaserne für den Rettungsdienst vom CGDIS. Da bezahlen wir natürlich nicht alles. Da sind also so, dass die Kaserne vom CGDIS zwar von den Gemengen Schütter an Niederrhein bezahlt wird, mit den CGDIS da noch Loyer bezahlt, wo dann einfach der größte Teil von dem Gebäude über 20 Jahre sich dann amortisieren wird. Beim SIAS ist es so, dass das administrativ Gebäude durch die 21 Gemengen gedeelt wird, die da Member sind. An den Ressourcencenter daneben von den Gemengen, die darunter teilholen. Das sind Gemengen, die Ranwen, Kontern, Sandpfeiler, Schütter. Also ein Atelier muss man natürlich selber bezahlen. Aber das wisst ihr wahrscheinlich schon alles. Es gibt aber an diesem Dossier für uns 3 Kniet, und zwar Großkniet, an die dieser Meinung nur das ganze Projektcenter viel mehr blockieren. Und wir sind am Gang zu analysieren, sicher Lösungen für aus dieser Situation herauszukommen. Du hast den nächsten Punkt, die Idee für mit Point Chaussee einen Échange zu machen, war eine ganz gute Idee ist. Da kann nämlich das administrative Gebäude vom SIAS für zur Straße kommen, und das wäre ein ganz flott Vitrine für die Nachhaltigkeit und für die Ressourcenschonung zu promovieren. Den Depot an der Garage von der Point Chaussee gibt dann noch anregeln. Das ist aber so, dass im Moment Point Chaussee folgende Konditionen gesagt wird.
Sie mussten also eigentlich für den Tosch vom Terra steht eigentlich nicht mehr an der Face. Aber für das wir das können machen, muss Branchose einen viabilisierten Terra kreieren. Und das ohne dass sie müssen Infrastrukturkosten drohen. Das heißt, Infrastrukturkosten wäre ganz zu Lasten von der Gemeinde. Während der ganzen Bauphase, also wir schwätzen nur von dem ganzen Projekt, muss ihre Site operationell bleiben. Das heißt im Prinzip, dass sie nicht können temporär auf einen anderen Site gehen und ausweichen, wenn natürlich für die Organisation vom Chantier praktisch nicht zu machen ist. Und sie geben dann recht plönnere, wenn hier das neue Gebäude komplett fertig ist, also komplett bezugsfähig. Der Chefrat ist der Meinung, dass auch von verschiedenen von diesen Konditionen sicher noch zu verhandeln sind, dass wir aber hier riskieren, eine lange Zeit zu brauchen, bis dann konkret weiche gestaltet sind, für können für uns zu fahren. Und das ist Zeit, die wir nicht tun. Auch wenn ihr weiß, dass Point Chaussee dann da noch mit Bâtiment public bauen, und da kann auch heute kein so was bei Bâtiment public dort Prioritäten sind, wenn ihr das Projekt realisiert wird, wenn ihr fertig ist. Das sind also so viele Inkonnuen, dass der Chefrat der Meinung ist, dass wir nicht können auf Point Chaussee warten und einfach dann lassen wir diesen Projekt müssen fahren und den eben noch anregeln. Zum Mals von den Achse auf den CR aber kann gemacht gehen, das war jedenfalls da so Telefon mit der Direktion vom Projekt Chaussee, dass hier ein Terra groß genug für und dass der sagt kein Nein an der Face steht. Da kommen wir zum zweiten Knut. Und da war der Chefrat, am Chefrat von der Gemeinde Niederrhein zusammen, weil wir der Meinung sind, dass unbedingt die Straße muss gebaut gehen, weil auch ohne Infrastruktur Planung vom Projekt immens schwer ist. Das können zum Beispiel schon Kaserne vom CGDs bauen, auch wenn die anderen APS noch nicht ganz fertig sind. Das gibt der ganzen Planung eine gewisse Flexibilität, aber wir kriegen dann noch Platz. Also das ist nicht mehr eine Idee. Also ich meine schon, dass die Straße ein Schlüsselelement von dem ganzen Projekt ist. Dann haben wir den dritten Knut, und zwar den, dass dieses Projekt immens kompakt ist und reizt alle zur Verfügung stehenden Meterkarien aus. Es gibt noch zum Beispiel Rampe gebraucht, für überhaupt alles an der Dach zu kriegen, und es muss ja mit Gefähren auf den nächsten Stock herabgefahren gehen. Alles geht, und hier ist der Verbrauch vom Terra dann noch limitiert. Das Projekt geht aber dadurch auch immens teuer. Es bleibt kein Platz für zukünftige Evolutionen und zukünftige Besuche. Wir meinen dürfen es wäre gut, den whole Technik rauszuholen und auf einem anderen Platz ein praktisch, ein funktional, Hall mit Atelier zu bauen. Und da können ihr dann noch schon viel gesehen, ein Hochregal oder ein wenig Farm auch immer, für zukünftig rekuperiert Material zu stockieren. Wir sind da beim Stichwort Zirkularökonomie. Wir meinen, damit die Kosten können relevant zu drücken, ganze Projekt, weil alles viel mehr einfach und dadurch man da geht. Die Evaluierungen drücken sich dann an den Zahlen so aus, dass wir für den Agrandissement vom Hall Technik am Budget 2024 100.000 € viel gesehen, dass wir den CGDs, also das Centre d'Intervention interkommunal, mit 150.000 € da setzen, weil wir wissen, dass das eigentlich noch alles Planungskosten sind. Dann haben wir die 750.000 € dran gesagt, die aus dem SIAS-Budget kommen, für den Recyclingcenter auszubauen und für den Rest aufreden dann, also wir strecken ja zu 4 gehen dann über die verschiedenen Schlüssel dann nur von den anderen Partizipanten remboursiert, auch 150.000 €. Also wir wissen, dass wir nächstes Jahr nicht aufhängen, da stehen zu bauen. Wir müssen nur mal das Projekt so weit kriegen, dass wir Planung auch realisierbar ist und dass wir da können konkret an die Umsetzungsphase gehen. Dann haben wir den alten Bau an der Rue du Château, wo der Amikal von den Pomchen Minz Beschütter gehört. Wir wollen den alten Bau, den dieser Amikal gehört, an den sie an den 90er Jahren von der Kooperative von den Bauern Geschenke tun, umbauen und modernisieren, für das diesen mehr genutzt kann gehen. An diesem Kader ist es doch viel gesehen, dass Teile von diesem auch für andere Aktivitäten genutzt können gehen. Ein nächstes Projekt für Pflegenleitung durch. Und das wollen wir zusammen mit den Pomchen analysieren, für nach 400 Summer Vakanz, eventuell definitive Projekt dem Gemeinderat zu proposieren und dann Ende des Jahres mit den Herbst können zu fangen. Also ein Budget von 750.000 € viel gesehen. Der Mikal von den Pomchen, das will ja auch klar so, und trägt auch hier Beitrag zu diesem Projekt bei.
an och war mir halt vun engem substanziellen Betrag schwätzen, sind die finanziellen Moien natürlich net viel méi bescheiden an uni Gemeng aus de Projekt net ze stemmen. Dafür gift dann noch später ein Konvention gemerk gin, dat auch einer Vereine zum Deel des Infrastruktur, sprich Versammlungsraum oder Kiche nutzen können, gebeuget energetechnisch renoviert, a wir PMR-konform. Wir halen da mit dem Gebäude, erhalten mit dem Gebäude auch Patrimoine, den Dorfbild von der Rue du Château aber markiert. Bei der Kläranlage ist es so, dass hier ein Gesamtinvestment von 160,4 Millionen wert zu stemmen sind. Das sind aber 11,4 Millionen, die direkt vom Staat bezahlt gehen. Das ist ein Autobundsammler an das Becken, was du hier gesehen hast. Das sind 2,3 Millionen Projektmanagement, die auch integral vom Staat bezahlt gehen. Und da kommen nach 146,7 Millionen Euro Investitionen op Gemengen durch. Und da haben wir einen Abteilungsschlüssel, den nur Einwohner gleichfährte geht. Also ha gesinn enke, wo du Chantier drnnen ass aéi de Pro no schematisch soll ausgesinn, ha immer d'Opdelung vun der Einwohner Gleichwerte. Du gesinn och enke dem Staat seng an dann déi vun de Gemengen Schëtter mat 11.590 Einwohner Gleichwetter 100 Li an, wenn méi dann awer 4 den Änner Gemenge kommt an Sandfall weil weil am ganze kommen sind er no 122.000 Einwohner Gleichwetter, wo die Kläranlage dann packe soll. Voilà, was bedeutet das lo suen? Die Gleichwetter für Gemengschëtter sind 22,46%. Aber wenn den das dann umlädt, da bleiben 6,8 Millionen für die Schëttergemeng zu drohen. Dafür haben wir dann lo einen nächsten Apport für nächstes Jahr von 1,5 Millionen am Budget vorgesehen. Voilà. Dann wollen wir weiter investieren. Und wir müssen noch an Torwasser, an Torflächewasser, Reenachsen. Da sind folgende Projekte vorgesehen, bei den Erbesten von der Drüsseler Zone für den Schulcampus. Da war die Frage nach ob die Oberflächen, also die Reenachs matt lädt oder nicht. Wir haben dezidiert, die Reenachs matt zu legen, weil wenn die Zone Drüssel fertig ist, die wird ja auch mit farbigen Belag gemacht. Und wir müssen dann Donau dran bauen gehen. Dann hast alle die Erbesten, die Loder reisen, das wären die schon gefleckt. Und außerdem gehen doch Projekte, wo auch mir weit oben an der Rue Principal dann später so ein Rehwasserachs gebraucht wird. Und dafür mengen wir das nur den Moment für die Achs zu lehen. Auch am Kader von PHP Schönbirch wird ein neuer Oberflächenwasserkanal realisiert. Auch das Rehwasserachs ist just gedurcht für die Entwässerung von Agrarflächen, 100 Häuser. Das ist also am Fond Überschwemmungsschutz. Das ist kein Kanal für weitere Lotissementer. Wir präzisieren das, weil so Geschichten unter den Operen schon erzählt gehen. Dann ist vorgesehen für die Planungen für die Erneuerung vom Kanal an der gesamten Infrastruktur sowie vom ganzen Strassenraum an der Eiterstraße anzufangen. Da wollen wir einen Planungskontrakt mit einem Büro machen. Und da wird natürlich auch ein Verkehrskonzept ausgeschafft mit unserem Büro an ihrer Expertise. Und der wird natürlich auch mit den Leuten, die da wohnen, da noch durchdiskutiert. Und dann bauen wir natürlich oder schaffen wir weiter das stärkere Konzept mit dem Büro Inka aus. Voilà, was das Trinkwasser angeht, machen wir ja den Quellenschutz hauptsächlich über die SIAS. Und dafür finden die Ausgaben dann noch am SIAS-Budget. Wir werden aber auch um Water Safety Plan schaffen, wo wir dann am Budget 100.000 Euro vorgesehen haben. Für die Modernisierung von unserem Wasserreso, und notamment der Sätze von den Wassernauren, sind für 2024 100.000 Euro vorgesehen. Wenn das Arbeiten dann aufgeschlossen sind, das wird aber noch ein bisschen mehr lang dauern wie 2024, auch wenn wir darüber nachdenken, für uns vielleicht eine externe Hilfe dabei zu holen. Wenn die dann aufgeschlossen sind, können wir die Wasserauren dann über Distanz, praktisch zu allem Moment, also online, auflesen. Das wird Vorteile bei der Trinkwassernutzung, für herauszufinden, wenn ich das für Donnen zu und wenn ich das am meisten Wasser gebraucht wird. Und da kann ich noch darüber, wann da muss sein, reagieren. Voilà, dann bei der Photovoltaik, ich meine, da tun wir nach Rezendlo am letzten Gemengerot gehabt, das nach an der Kap dran, was wir da von Projekten wollen nächstes Jahr machen. Das Projekt auf der Westjahr vom FC Münzburg ist aufgeschlossen.
an voilà, die 4 Gebäier um Schulcampus, wo man danach können Photovoltaik dabei setzen, wo man um de wie von 315.000 € gestimmt. Du daneben sind wir aktuell am Gangen für auch als 3 Häuser an der Schloss Gewern, wo dann Photovoltaik noch nicht viel gesehen war, für auch die drauf zu setzen. Du war eng froh, wo man dann dort einen Schluss machen, für andere Häuser anzufahren, durch keine Techniken zu fahren. Das bringt einem ganz kein Problem. Das wird man nicht mehr werden, wie das ein Bardage Fassade hast du auf der Seite von der Fassade bei dem Bardage rauffahren und dann Gleichrichter und elektrische Anlage, die gebraucht wird, und den Carport hängen. Voilà, am Klimaschutz und am Naturschutz sind als Ziele zum Klimapakt für 2024 für die anzuhalen, haben wir vorgesehen 100.000 € für Mesuren am Kader von der energetischen Sanierung. 250.000 € ja, den wir dem Rezent gestimmt tun für die Umstellung von unseren Belichtungen, 50.000 € am Kader vom Konzept von einer Digitalisation durable, 200.000 € für generelle Mesuren am Kader von unseren Klimakonzepten. Da gehört aber auch, dass wir wollen Zertifikation am Gold natürlich schon behalten, die 2 Themen Zertifikationen machen, am Luftqualität und am Klimaanpassung. Ich meine, da werden wir auch gut erwähnen. Du wirst ja auch für Zertifikation am Gold zu behalten als Stillstand Rückschritt. Also da muss man permanent doch Mesuren machen für du an der Prozent über den 75. Wir wollen natürlich auch über den 82, die 82,5 die Auto bleiben. Ne? Mir hat gesagt, dann immer recht von den Audit gemerkt wird. Dann Nummer 50.000 € vorgesehen für einen Plan d'urgence environnemental aufzustellen und dann 100.000 € für Subsidien für die energetische Transition zu unterstützen. Du hast so, wenn in Zule guckt, dass man 2022 rund 50.000 € Subsidien ausbezahlt tun, das sind aber 2023 schon 89.965. Und wenn ihr wisst, dass der Staat eventuell die Unterstützung, die hier gibt, will draufsetzen, da sind wir der Meinung, dass wir das vielleicht ein bisschen wollen ausgleichen und eventuell mit dieser Partizipation und den Subsidien und Blut wollen gehen. In Details wird man diskutieren, mit der Idee, dann nicht stehen zu bleiben, mit den Subsidien dann noch bei uns ein bisschen draufzusetzen. Am Kader von der energetischen Transition als Gemeinde Schütter, eng von den Gemengen am Land, die hat schon ihr Bürger viel unterstützt. Dafür sind wir umso mehr froh, dass immer mehr Leute von der Gebrauch machen. Für den Naturschutz haben wir 100.000 € vorgesehen, das am Kader von Mesuren für die Verbesserung von unseren Gewässern, auch für Mesuren am Kader vom Naturpakt umzusetzen. Hier ist das Ziel, am Frühjahr 2024 Bronze-Zertifikation zu erreichen. Ja, wir wissen auch, wenn man die Zertifikation macht, könnt ihr auch einen Teil von der Suchen räumen, was man mehr lang wurde, für die Zertifikation zu kriegen, was die Suchen aufholen. Voilà, am Verkehrer Straßen für das aktuell Zollematerial zu haben, für die nächsten Projekte zu planen, als vorgesehen für 2024 eine Verkehrszählung zu organisieren. Dafür haben wir 50.000 € vorgesehen. Ich meine, die Verkehrszählung ist auch enorm wichtig am Kader vom Heienhof, den nicht wenig wird funktionieren. Und ich meine, wenn die Situation, wenn wir nicht hoffen, mit dem Risiko ist da, für uns Gemeinde sich da verschlechtert, da muss man auch Zollematerial haben, dass wir das können. Donnoweisen dafür aus die Verkehrszählung, das Modell machen extrem wichtig. Für die Verbindungsweg zwischen der Gare und der Aktivitätszone ist die Trasse fertig. Wir haben noch den Retour gekriegt von der Umweltstudie und wir können noch und die Ausschaffung vom Projekt gehen mit den jeweiligen Proprietären an ihren Parzellen, die ja alle zugesucht haben, sind wir am Gang, den Kontrakt auszuschaffen. Et sind noch eng Reihe, weil dat just gesot Retourkrit, weil man do no gehakt tun, also Mënnen an net krit me Kränen vir hun Krchtdag oder alle spätstens bis Mitte Januar, dat man so zugesot krit. So dats man hoffen, dat se Pro 4 N 2024 fährt könne lacéiert gin. Heise fir 2024 fir 200.000 € firgesinn. Dabechten an der Rue de Village zu Schëtter sind aufgeschlossen, an noch an der Rue de Senningen sind soweit fertig, sodass man dann dort die Konten am Frühjahr 2024 fertig präsentieren können. Dann Nummer 32, also schon halb projiziert,
wo man dann noch 2024 können aufhängen. Wir hatten schon kurz reveriert, wie wir von den Wasserachse geschwart haben. Also nur letzte Teile am Gange geklärt zu gehen. Das ist so, dass wir gefroht haben, dass die so ein 30 wie das Point Chaussee hier Mesuren, Broschüre rausgehen haben, dann so noch mehr flexibel sind, an so ein 30 noch beim CR noch mehr ausgeweitet sind, dass wir schon gingen, hier an so ein 30 ausweiten bis am Anfang bei Rue du Verger. Dadurch muss dann ein bisschen der Straßenplanung geändert gehen, so wie sie dafür gesehen hast. Aber das möchte sich aber zu diesem Zeitpunkt noch ganz gut. Dadurch können wir auch verschiedene Bäume durchstehen, brauchen die nicht wäsch geholt zu gehen. Voilà, verlieren natürlich Parkbuchten. Auf der anderen Seite wird die Straße dann mindestens 5,50 Meter breit sein, was dann aber der Verkehr ermöglicht, mehr einfach zu fahren. Schon die Morgen nach gesehen, dass der Bus um Trottoirstunde gewartet, bis die Autos alle gelandet waren. Also so Situationen haben wir da vielleicht in Zukunft nicht mehr. Ich meine, da so ein nächster Schritt dahin, dass auch den Velo, das ist nicht optimal, mit dass er wenigstens so ein 30 Wochen Velo ein bisschen mehr Sicherheit aber hat und sich ein bisschen mehr an den Verkehr, besser an den Verkehr kann integrieren. Voilà, dann haben wir auch dem Gemeinderat ein Audit präsentiert gehabt, die gemerkt hat, was Personal geht. Dann am Zweiten von dem Audit haben wir 25.000 € für gesehen, für dann noch mit konkreten Umsetzungen von Mesuren können das machen, besonders im Bereich von der Digitalisation. Wir wollen das Flühen verbessern und als besser aufstellen, für bessere Suivi zu machen, und mehr Daten zur Verfügung zu haben, wo Dossier drin sind, auch den Klienten so nicht nur die Bürger dabei sind, sondern in Zukunft auch mehr Daten kriegen, wo sein Dossier drin ist, wird ein Statut vom Flü, das von der Prozedur, dass ein Dossier dann drin ist. Voilà. Das ist Domendi. Guten Abend, also während unserer Schaffererklärung schon annonciert gouf, wollen wir den Biswar von unseren älteren Mattbürger Rechnung drohen an den Bau von einer Seniorenresidenz an unserer Gemeinde untermeieren. Hier haben wir für 2024 ein Monat von 50.000 € vorgesehen für Also Nike haben wir dafür 2024 Monate für 50.000 € vorgesehen, für Etüden zu machen, für ein potenzielles Sitz zu identifizieren, wo man so ein Projekt umsetzen können. Wir werden Gespräche dann noch mit verschiedenen Proprietären sichern, für zu gucken, wo in der Akkord kann finden, für dieses Projekt in unserer Gemeinde zu realisieren. Daneben kriegen wir am Kader vom Ausbau vom ZIPA zu Niederlanden am Frühjahr 2024 ein zusätzliches Zimmer bei. Und hier muss man aber noch um die Kontowarten von Niederlanden für zu gucken, wie viel Partizipation von der Gemeinde Schötter wert sind. Wir haben im Moment den Monat von 10.000 €, die noch die letzten Jahre am Budget für sie weiter gelost, weil wir eben da kein klar ausso haben, was als Partizipation wert sind. Kommen wir zum Campus. Ein weiterer wichtigen und prioritäre Projekt aus den vom Ausbau vom Schulcampus. Hier ist die letzten Jahre ja intensiv daran geschafft und viel vorbereitet ging. Der Masterplan seit da bestimmt im Campus auf verschiedene Phasen für, aber wie schon in den Jahren für Runden auf dieser Platz gesucht, als Sicherheit von unseren Kindern und unserem Personal im Schulcampus essentiell. Die Sicherheit muss selbstverständlich auch während den verschiedenen Phasen sichergestellt sein. Generell als Philosophie bei der Planung vom Schulausbau die, dass wir Gesamtmontant für die Etüde vorgesehen. Den ist bei 325.000 €, er soll als Depense für die Gesamtplanung für 2024 betrachtet gehen. Sobald wir dann ein konkretes Projekt für die jeweiligen Phasen haben, kommen wir an den Gemeinderat für diesen zu stimmen und das nötige Budget vorzusehen. Als Ziel ist es für Ende 2024 oder Anfang 2025 den neuen Umbau an dem aktuellen Gebäude von der Meserallee anzufangen. Und hierfür sehen wir einen Monat von 340.000 € um Niveau von den Betreiungsstrukturen an 500.000 € um Niveau von der Schule für. An derselben Evaluierung an dem Kader von derselben Phase soll auch der Neubau von der Kirche lanciert gehen. Für diesen Deal untermehren zu können, sind dann 335.000 € für nächstes Jahr vorgesehen. Für den Ausbau vom Gebäude 10, also das, wo Zyklen 2 bis 4 da sind,
Was den Ausbau belangt, so waren zwar 213.000 € im Niveau von den Betreuungsstrukturen an 320.000 € für die Schule für die Jahr 2023 vorgesehen, mir nicht benutzt gehen. Wir sind uns bewusst, dass nächstes Jahr das Arbeiten nicht werden untermauert gehen, sodass wir für 2024 nicht mehr jeweils 20.000 € Werte vorgesehen. Dieselbe Approche haben wir vorgeholt, was den Ausbau von den Gebäuden 6 und 7, sprich den Cycle 1 an der Bibliothek angeht, weil wir für 2024 nicht am Umfang von den Arbeiten rechnen. Am Niveau von der Crèche ist es so, dass wir für 2024 kein Monat mehr vorgesehen. Das ist aus dem Grund, dass der Ausbau von der Crèche an der aktuellen Phase vom Masterplan nicht berücksichtigt ist. Was dann noch die Schule belangt, so gesehen wir 500.000 € für eine Etude betreffend der Reaffektation von diesem Gebäude sowie einer energetischer Sanierung. Die energetische Sanierung von unseren Gemeindegebäuden ist ein wichtiger Punkt für uns und an dem Kader planen wir für 2024 Konzept auszuschaffen und gegebenenfalls auch Darbichte für eine Sanierung im Jugendhaus umzusetzen. Dafür sehen wir im Moment ein Monat von 275.000 € für 2024 für. Kommen wir noch bei dem nächsten Punkt. Was das Service Forestier angeht, wo man ja den Plan de Gestion Forestier noch stimmen, so was zu sagen, dass hier Investissementer zu 50% von Eis überholt gehen und zu 50% von der Gemeinde in Rand. Heute nächstes Jahr an ihr Schreinerei investiert und spezialisiert Gefähre an den neuen Holzöfen. Dann gebe ich dir die zweite Recherche. Ja, da kommen wir zum Projekt vom neuen Dörfkehr. Die Stellen in diesem Jahr aus diesem Projekt mit uns gegangen. Und das ist eine Etude gemacht über die Parkmöglichkeiten, die da realisiert werden. Der neue Chef oder im Moment an den finalen Verhandlungen mit sowohl mit Dresden Sommer, die das Projekt bis dahin begleitet haben, wie auch mit Metaform, dem Gewinner vom Urbanistikkonkurs für die kontraktuelle Basis für die weitere Zusammenarbeit festzulegen. Daneben schaffen wir aber auch aktuell unter Definition von den verschiedenen Phasen vom Projekt für so schnell wie möglich voranzukommen. Für 2024 also ein Budget von 300.000 € vorgesehen für die Planungen von diesem wichtigen Projekt für das Gemeinde. Das sind just Depensen für die Gesamtplanung vom Projekt. Aktuell gehen wir nicht davon aus, dass 2024 schon ein Budget für verschiedene Bauprojekte muss vorgesehen gehen. Sobald ein Architekturprojekt für die Einzelbauphase fehlt, kommen wir an den Gemeinderat für diesen zu stimmen und sehen dann die nötige Budget für. An der Logik kommen auch die Einzelposten für die individuellen Projekte auf 20.000 € aufgesetzt. Just beim Chalet von den Scouten haben wir 50.000 € vorgesehen, weil diese Projekte schon mehr unabhängig geplant gehen. Die neuen Bürosräumlichkeiten haben im Speicher von diesem Gebäude. Dieses Projekt ist so gut wie aufgeschlossen und haben wir zusätzlich Büros an einer Meetingsbox geschafft, weil das kurzfristig die nötige Platz gibt, für alle Services zu kriegen. Am Gemeinderat vom 25. Oktober 2023 hatten wir zu diesem Projekt nach einer Division supplementär stimmen, so dass sich die Finalkosten von diesem Projekt werden auf rund 830.000 € belaufen. Da kommen wir zu dem Projekt am abordablen Wohnraum. Da sind die zwei Familienhäuser an der Rue de la Montagne. Dieses Projekt werden wir mit einem Totalkostenpunkt von 1,825 Millionen aufschließen. Dafür sind am Budget rektiv für 2023 noch einmal rund 350.000 € vorgesehen. Den Dekont werden wir dann an den nächsten Moment präsentieren. Für dieses Projekt ist für 2024 ein Subsid an Höchst von 1,2 Millionen € vorgesehen. Aktuell ist dieses Subsid, den akkordiert wird, als berechnet auf Basis vom Devis von 2017, den damals auf 1,23 Millionen € geschätzt war. Nur Gespräche am Logementsministerium sind wir verblieben, dass wir für den Dekont vom Projekt machen und dass dann das Ministerium auf der Basis von dem Dekont Subsiden neu ausrechnet und dass man dann eine neue Konvention unterschreiben, wo die Subsiden und die Kosten angepasst wird. Das Projekt am Leibierg Centre, wo wir auch zwei Familienhäuser gebaut haben, das Häuser sind ja schon seit längerer Zeit verlohnt. Da gehen 2023 schon nach Arbeiten an den Alenture gemacht, wofür am Budget rektifiert 2023 noch mal 100.000 € vorgesehen goufen. Da kann das Projekt auch definitiv aufgeschlossen gehen. Da stehen dann nach Subsidien für 2024 an Höchst von 430.000 € aus. Wobei man schon muss wissen, dass wir schon 2019 eine erste Tranche von rund 586.000 € vom Ministerium gekriegt haben und nach 29.000 € vom Umweltministerium. Dann ist das Projekt von der Wohnung am letzten Stock vom
dem Haus vis-à-vis. Dieses Projekt wird man mit einem Totalkostenpunkt von 540.000 € aufschließen. Dafür sind am Budget rektifiziert einmal rund 365.000 € auf für 2024 nach 195.000 € vorgesehen. Die Wohnung als spätestens für am zweiten Trimester 2024 fertig und kann davon lohnt gehen. Hier ist ein aktuelles Subsid von 200.000 € für 2024 vorgesehen, weil wir ja dort zusätzlich einen abordable Wohnraum schaffen. Dann haben wir das Projekt, das wir zusammen mit der Wohnungshölle realisiert haben, im Schönberg. Bei diesem Projekt haben wir jetzt zusammen mit der Wohnungshölle ein Projekt realisiert für Zimmer für Jugendliche zu aménagieren. Den Umbau vom Haus ist soweit aufgeschlossen und die Jugendlichen wohnen auch schon am Haus. Für dieses Projekt war der 24. Februar 2021 ein initialen Devis von 386.000 € gestimmt gehen. Am Gemeinderat vom 25. Oktober 2023 haben wir hier einen zusätzlichen Devis von 229.000 € müssen stimmen, sodass der Gesamtkostenpunkt für den Umbau bei 615.000 € wird liegen. Am nächsten Trimester 2040 wird man dann noch den Dekont von diesem Projekt am Gemeinderat stimmen können und dafür rechnen wir dann noch, dass man 2024 das Subsid vom Logementsministerium an Höchst von 1,4 Millionen € ausbezahlt kriegen. Dieses Subsid kouvriert aber nicht nur den Teil von den Umbauarbeiten, sondern auch einen Teil Preis, den man bezahlt hat, für das Haus an die umliegenden Terrain zu kaufen. Was die neuen Projekte betrifft, da haben wir das Projekt von den 4 Familienhäusern an der Rue des Jardins. Hier geht es um das Projekt von 4 Familienhäusern, die aktuell an der Wand am Bay Amphitheek ist. Steht, die in diesen Häusern interessiert sind, haben auch noch bis den 3. November, also bis morgen, Zeit für hier Demand zu stellen. Aktuell, Stand gestern, hat man 5 Demanten gekriegt. Hier ist die Ausschreibung für den Bau aufgeschlossen und die Prozedur von der Auswertung von den Offeren von den Firmen, die mitgemacht haben, ist am Gangen. Auf Basis von den Offeren und auch dem Planning, der vorgesehen ist, rechnen wir für 2024 mit 2 Millionen € Konstruktionskosten. Da sind Subsidien vom Logementsministerium an Höchst von 200.000 € vorgesehen. Das sind Subsidien auf den Preis vom Terrain und für eventuell für Freidetüden, die wir zurückbezahlt kriegen. Weil diese Häuser ja verkauft gehen, ist dort eine Partizipation an Höchst von 1,8 Millionen von den zukünftigen Proprietären vorgesehen, sodass sich heute die passenden Interessenten ausgleichen. Das Projekt an der Rue du Village zu Alschötter. Dieses Projekt ist für den 27. April 2022 am Gemeinderat gestimmt gehen und ist aber noch nicht realisiert gehen. Wir wollen dieses Projekt reaktivieren an 2024 und die Demolition vom aktuellen Haus, das eilig steht, realisieren und noch neuen Elan an diesem Dossier bringen. Dafür sehen wir 500.000 € für 2024 für. Da kommen wir zu der PHP, wo zusätzliche abordable Wohnraum entstehen soll. Der PHP Kalleck. Da ist ein Büro d'études mit der Gestion vom Projekt beauftragt, für ein Projekt am Kader von dem PHP Nouveau Quartier auszuschaffen. Da sind aktuell mehr detailliert archäologisch Fouillen vorgesehen. Da waren wir eine erste Präanalyse etwas Fund gehen, und da warten wir, ob den Charge von zusätzlichen Arbeiten muss gemacht werden. Wodurch es schwer ist, für einen genauen Zeitplan zu sehen. Aktuell haben wir mal 100.000 € für 2024 vorgesehen, für weitere Etüden an dem Kader zu machen. Der PHP Schönberg, da sind aktuell Infrastrukturarbeiten in vollem Gang. Laut den Konventionen, die wir im Kader von diesem PHP am Gemeinderat am Januar 2023 validiert gesehen, muss die Gemeinde sich bei diesem PHP mit einem Monat von 900.000 € beteiligen. Danach haben wir auch nach 100.000 € für Etüden vorgesehen für die 2 Residenzen an jeweils 6 Unitäten, die der Gemeinde am Kader von diesem PHP gehören. Da kommen wir bei den Infrastrukturen für als Vereine. Für die sportliche Infrastrukturen auf Biesem tun wir 2024 ein Monat von 2 Millionen € für den Neubau von der Büwelt mit Formationsraum sowie 150.000 € für Freidetüde am Kader vom Projekt für den zweiten Trainingsterrain für den Jugendbereich und das Reaménagement von dem aktuellen Terrain vorgesehen. Aktuell läuft die Ausschreibung für die neue Infrastruktur, die 27. April am Gemeinderat gestimmt ist, wo der Gesamtkostenpunkt von 3,5 Millionen € vorgesehen ist. Den Delay für die Offeren aufzugehen ist der 9. Januar 2024, sodass wir hoffen, mit vom nächsten Jahr am Projekt uns fangen. Für die Bauzeit zu überbrücken, müssen wir natürlich auch eine provisorische Lösung abrichten, für das der normale Spielbetrieb vom FC Münzburg weiter funktionieren kann. Wir warten auch aktuell auf Finalisation beim Notar vom Terrain, den auf dem aktuellen Terrain leidet, für dann das Projekt von einem Trainingsterrain zu realisieren. Finalement ist am Kader von den Zielen bei der energetischen Sanierung von unseren Gebäuden vorgesehen, Festjahren auf Verbesserungspotenzial zu überprüfen. Für den Tennisclub Schötter. Für 2024 haben wir einen Monat von 100.000 € vorgesehen für Alternativlösungen zum Ballon, die für die Wintersaison über die 2 Baus und Terrain abgerichtet wird, zu prüfen.
Der Gasverbrauch für diese Baller zu hützen als enorm und trägt immens stark auf die CO2-Bilanz von unserer Gemenge. Dafür wollen wir aktiv zusammen mit den Responsablen vom TC Schütter nur Lösungen sicher für eine mehr nachhaltige Solution zu finden, die den Besucher vom Club Rechnung dreht. Daneben zu den anderen Vereinen, also wie schon gesagt, das Projekt von neuen Scout-Schale eine absolute Priorität im Kader von neuen Dörfkehr. Hier wird ja auch das neue Kulturzentrum mit Räumlichkeiten für als Verein entstehen. Auch für den neuen Profraum für als Musik soll eine langfristige Lösung entstehen, die ihren Besuchern entspricht. Als Resultat von all diesen Depensen an Resetten am extraordinären Bereich haben wir dann, dass das Budget extraordinär rektifiert von 2023 schließt, mit Resetten an Höchst von 2,2 Millionen Euro auf. Da war das Budget initial 2023 9 Millionen. An Depensen von 11,7 Millionen par rapport zu den 24,4 Millionen, die initialement vorgesehen waren. Weil eine Mal die von 15,3 Millionen entspricht. Für 2024 liegen die extraordinären Depensen bei 21,6 Millionen und Resetten bei 7,7 Millionen. Was dann eine Mal die von 13,8 Millionen gibt machen. Wenn man dann den ordinär an den extraordinär zur Summe gucken, präsentiert die Gesamtsituation wie folgt. Im Jahr 2022 haben wir eine Mal die von rund 2 Millionen Euro aufgeschlossen. Zur Summe mit Boni Reporté von 16,6 Millionen haben wir dann einen Überschuss von 14,7 Millionen gehabt. Für die Budget rektifiert 2023 gehen wir von einer Perte vom Jahr von 3,3 Millionen aus. Zur Summe mit Boni Reporté von 2022 kommen wir dann auf einen Überschuss von 11,4 Millionen Euro. Für 2024 also eine Perte von 8,2 Millionen budgetisiert. Zur Summe mit prävisionelle Boni Reporté von 11,4 Millionen hat man dann einen Überschuss von 3,2 Millionen übrig. Daneben tun wir dann noch als Reservebudgetär von 1,6 Millionen Euro. Natürlich ist das ein Budget, das im Prinzip von der Präsidentz abgesagt ist, wo man die Depensen realistisch an einer mathematischer Vorsicht angeschaut haben. Und dafür gehen wir davon aus, dass der Überschuss mehr hoch wird ausfallen wie geplant. Für aufzuschließen, also dann eine große Merci an alle Services, die geholfen haben, für dieses Budget abzustellen. Wir hatten die letzten Wochen viele konstruktive Gespräche für zusammen Projekte für das nächste Jahr festzulegen, die Depensen zu hinterfragen und als Reset gründlich zu prüfen. Auch schon eine große Merci all denen, die Hilfe werten, für all das umzusetzen, was meist viel geholfen. Die nächsten 2 Wochen hat die Finanzkommission und dir hier dich dann Zeit für das Dokument zu analysieren und wir freuen uns dann für den 13. Dezember zusammen eine konstruktive Diskussion zu haben. Merci. Voilà, du haben wir meine bei eng Stunden präsentiert. Ich hoffe, dass die Zeit nicht so lang geht. Ich meine, wir probiert mit viel Information und mit vielen Bildern auch nicht zu explizieren, mehr auch zu veranschaulichen. Ich hoffe, dass das ist gelungen. Also wir sind froh, ob konstruktiv Kommentare, über die wir dann auf 14 Tagen diskutieren werden. Voilà, da kommen wir zum ersten Punkt, über den wir aufstimmen müssen, den Punkt 3, ein Devis supplémentaire für ein Kabinett. Das präsentiert uns der Serge. Voilà, hier geht es um Devis supplémentaire im Kader von unserem Fuhrpark. Du, also so, dass einerseits ein Devis supplémentaire stimme für einen elektrischen Gabelstapler, der noch vorgesehen war an einem Elektromobilitätscap von einem Konzept für unseren Fuhrpark, den kostet 240.000 Euro. Und dann die anderen 2 Monate, für die 560.000 Euro kommen, das sind am Supplement von 2 Autos, die wir schon gekauft haben, wo der Preis mehr hoch war, wie den gestimmt war. Das ist eigentlich den ID-Bus, den du am Dorf gesehen noch anderen vorgelesen, wo der mehr Preis aus von 9.000 Euro und der andere ist ein Kabinett für den Responsable von der Serviceregie, wo der Meistpreis aus von 14.000 Euro. Voilà. Gibt es Fragen, ja, Champ? Ja, ich finde auch ein Frage, da steht den Diesel 4x4, den da eine lange Diskussion zu hat gefordert wird. Als die geliefert oder wird die geliefert?
also den ausbestalt, den noch nicht geliefert gehen, also der steht hier am Devis, weil der Demo ist matt gestimmt gehen, also an dem Devis, mit dem am Anfang kein Zusatzkosten par rapport zu dem, mit dem bestalt gehen. Ich will da noch dazu sagen, wir haben für drüben mitgedeelt gekriegt, dass den Weber der Schultransport viel mehr Wert gehen von den Elektrobussen ansetzen. Wir hatten eine Reunion, wo darüber geschwärzt ging, dass für als Verbrauch zu reduzieren, an überall Elektrodingen ranzugehen. Da verwundere ich mich, dass einer ein Diesel auf der Luft steht, der nach Mist kauft gehen, dass wir dann aber nicht das, wo wir immer so von den Sachen reduzieren. Denn Daniel Flies hat hier uns Leschke ein ganzer Kopf von Sliden vorgefordert, wo überall Ersparnisse gemacht wird, dann dürfen Gewicht jedenfalls mengen, dass den Diesel nicht übrig wäre, wann er natürlich bestellt, also den anderen sagt, mir wann nicht, gebe ich an erst rekommandieren oder vielleicht empfehlen, ja, das wird nämlich dafür zu gucken, für dann aber vielleicht an dem Dinge können ein Elektroauto, ein Elektrobus SUV zu kaufen. Ja, also wann der Bestall ist, dann haben wir ein Engagement geholt, ne? Da kommen wir schlecht aus dem Kontrakt raus. Ne? Das ist aber richtig was. Es ist ein anderes Problem am Bagger. Und da haben wir gesagt, wir geben das mal noch nicht in Konsideration, weil wir den zu ersetzen. Weil wir da an dem Dilemma sind, wenn der Bagger da gebraucht wird, muss noch gehen, muss Batterie gelöst sein, wir kriegen den ganzen Tag damit geschafft, weil wir aber nicht wollen, einen Diesel kaufen, wo wir dann noch da gesagt haben, das können wir im Moment noch nicht machen. Nach einer Fragen. Ja, noch. Ich just froh, ich wollte wissen, wie war das bei der Position 2, dass die 14.000 mehr, wie war du müssen nämlich großen? Also ein großes Kabinett bestellt, wie im Fungehol 4 gewesen war. Also das wie da steht, dass bei der Position 2, dass sie ein Auto vom Stock kaufen und der war just mal mehr eine größere Batterie disponibel. Also im Stock hatten sie just immer eine größere Batterie wie die im Blatt, was für sie war bestimmt gehen. Also weil sie die vom Stock wollte kaufen und sie tun dem hat mal die größte Batterie kostet, das hat 14.000 Euro mehr gekostet. Ich denke, ich komme auf dem Jamsing Notiz dort zurück. Ich denke, dass doch vielleicht eine kleine Verwechslung vielleicht. Ich meine, die Kabinett, die Diesel, von der voriert saß, an die 4x4x4 Antrieb, das ist ja ganz klar. Es steht auch so am Devis, dass das für den Wasserservice. Und der Wasserservice muss ein performanten Auto haben, mit einem 4x4, weil die jungen Amerikaner, die da arbeiten, du wirst ja alle guten da wo Fuiten 4 kommen muss doch her no als eng Bulli können rauskommen dafür also 4x4 an diese Loch an denke dass du voll op die op den anderen Auto dem man so Demos kaufen für de Vierabstoff von der Regie das ein Dommer da wollt Singer Mark ubringen gut mehr schon dann aber eng froh auch wie Nora dofir drin zu der Kabinett also das hier wie gesot gin ass für Sitzung für der letzte Sitzung beim Gemeinderotsdossier in de wie vun enger Fiat Kabinett as dat Lodé Kabinett die Kraft gin ass. Also mir noch kein Kabinett gekauft. Und da sind alle gut die Kommandanten, die schon vierdro gemerkt sind, aber mir heilo de wie supplementäre Stimme für das wir aus der Situation rauskommen. Mir haben noch kein Kabinett gekauft. Ja, ich glaube, aber da ein de wie an dem beim Dossier, beim Gemeinderotsdossier dabei. Und dem Montant, die geht aber auf den
op die Supplement geht dem Montant raus, wann ich Foto gucke von dem de wie der Schweiz vu 44.000 €. Weil ich stelle mir dann nämlich frohen, dat das de wie de von net von engem lokalen Händler ass das am Fungel dann steht je do een Minibus oder ein Kabinett fir de Vierbeich dafir de Responsablen vum Serviceregie steht an de wie. An der stelle mir also wat froh, wie wat muss responsable vum Serviceregie een Minibus kreieren. Dann an dem de wie den do firleit dats eng Kabinett vu weißer Pfeif spritze man den dann also schmengen do sind paar Unklarheiten par rapport zu dem echten de wie den am formellen Chefwort gestimmt gin ass sind nur paar Differenzen. Und dann auch mich froh zum Clark, zum Gabelstapler, als der Telefon ist ja aus der Umgebung, da sind auch vielleicht, wie viele Opfer sind da geholt gehen oder hast du just punktuell Einkaufsfahrer geholt gehen. Ich meine, das sind aber Frauen, die sich berechtigen. Froh sind immer berechtigt, wenn es da bis verstanden hört. Also ich weiß so nicht, von was de wie Fiat doloriert das. Die Personen, die schon Dosse haben, da hast du keinen de wie Fiat da dabei. Dafür hat mich ein bisschen stutzig gemacht. Und darauf kann ich dann noch keine Antwort geben, weil da doch nicht die wir sind, die mir auch gefragt haben. Wir haben ja nach Loken von denen Auto gekauft. Wir kommen nächstes Jahr wahrscheinlich mit einem Auto an Doors für die Conciergerie. An do ass froh, also sie hunn den Minibus, mat dem se do immer fuhren, an de brauche se eigentlich go net. An do hat man auch eng Verwendung fir den Minibus. An sie hun am just gefro de klengen elektrischen Auto zu kreen. An Ti awer fir da vielleicht hinzugoen, aber trotzdem es ze kafe, wo man kann se pur Stilldra setzen oder so weiter fir klengen Transporter zu machen. Me do immer an net, dat das recht Projekt fir näst Jahr, wo man wie nächstes Jahr Werte präsentieren. Dann ha so nimmen den de wie für de Gabelstapler. Mir hunn nach keng de Monten raggehol, mir nach keng Fournisseur an der Leiien, dat ma mal rich van de wie gestimmt ass. Wie gesagt, dat war fir die Lächtgemeinwohlsitzung leit den Dossier ëmmer eng woch disponibel fir d Gemeinde Conseil an dolo eng Offer dabei vun Stoll Leiidleg. Gemengrot kein Auto gestimmt Wann du ab Luch wat net zum Dosse geheiert huet, dann entschëlech mech do wenns méi also mé hun lo kein Kenntnis do vun. Voilà, dann wann du kein froh mi sinn, da müsste man iwwer de Punkt aufstimmen. Eicher Serge. Ja. Rogerini Nora. Ja. Kaufmann Jean-Pierre. Ja. Kaiser Andy. Ja. Nagel Anne-Marie. Ja. Joch. Rein Serge. Ja. Ja, okay, dann sauber Jules. Ja, mat der Progression da vum Jules och ja. Reisen Paul. Ja. Als Nico. Ja. Dann hat man Jean-Marie. Ja. Merci. Gehen wir zum nächsten Punkt. Nein, de wie supplémentaire für Büro und Eröffnen, das auch das Serge. Ja, also die wie supplementär für Büro und dem Schulcampus. Pardon, ja. Also im Schulcampus, du hast ja die Extension hat dem Centre kulturell beigebaut, wo 2 Büros sind an einen Versammlungsraum an dem Projekt sie auch Bausen öffentliche Toiletten aménagiert gehen, die von Bausen zesibel sind. Da haben wir ein Devis supplementär, dem wir müsste Stimme für 315.000 € abgerundet. Da sind die Hauptpositionen, die können viel hier, wenn du hast einerseits ein
Preiserhechung Holz, wo gefrot gin, ass dat duch Preishost, die am La vum Chantier kommmers, dat sinn enke 50.000 €, die do zusätzlich bezuelt misiste ginn. An dann ass 50.000 € der Remplacementstruktur Fassat, die hol de Stockage, du hast ja an Drëm Garage an vum Handelland schon drëm, du warmer die Kloterwand duch die Erbechten, die du gemerk gesinn, ass du festgestalt gin, die Sache mis erneuiert gin an Kloterwand ass auch net weiter benutzt gin, du sind die Sachen erfong ersat gin, an dat wären Positionen, die demos net fir gesi waren, an dat wären auch enke 50.000 €. Da sind ein ganz reimi Kleinpositionen, du se not die Killzahl, die waren net fir gesinn, die erst noch zusätzlich installiert gin. Da waren Chief de Mobilier net alle goete fir gesinn, dat sie noch enke 25.000 €. Voilà, dat waren generell Preishossen e all de Positionioune bessen wo net fir gesi waren, die lo misisten, die och misse gemerk gin, an dat op den Gesamtmonster von 315.000 € kommen, die zu zusätzlichmisse gestimmt gin. Du froh man schlift Serge. Ja még frodet so wéi héich fir an sech den Preisberenigchten de wie wann gift Indextranchen rausrechnen an eben dat die Hossen wust lo genannt hues beim Material. Wenn man Schweze lo vun knapp 315.000 €, die missen méi bezuelt gin, war wann do dann die Indextranchen rausrechnen. Met fir interessant fir de Schiffermoll vun derch genannt kreiert. Weil dann eng aner Sach on attendant, dats dat Chifferen wëst, Punkt divers, das interessant fir dort ze lesen de Punkt divers mat 90.000 €. Aus Fazit sich de Punkt divers ze summen. Ich mein, zifir droen Explikationen ginn, dass imprévu waren Killzell as beikommen so weiter. Ich meine, dat sie auch praktisch an wichtig Installationen hautstars bei engem Centre kulturell, bei eng dertäglichen Auflauf wo Schulkanner sinn, wo auch dann vor solle proper stockéiert gin. Wie gesagt, also was können dat vielleicht rausrechnen an als die nächstkeier die Chiffre gin, weil das ja aber so, dat ganz as kein Fehlplanung gewircht. Dat ganz as auch vom Architekt gewicht so ein proper geplant gewircht, wie so pur Fehler, die je drängen geschéien an dafür trotzdem de Mont von der 15.000 € Supplement. Ich mengen dat Lorake gesot just en Dekron supplementär firstalt mir können dat rausrechnen, wann so de Monte sinn, dann ass natürlich méi fleien, wann man dat vir ausfëssen rächen do dat aus, man können net dat so ausrechne fir man dat an wie gefrot ist, da guckt man da, dass man dat noleveren, weil den Architekt do geht, also ob do kann so den ass ganz unschuldig da drinnner an den eng superabisch gemet, ich mein noch vom Atelier gucke, wo man do NRW waren, giwe dat aber trotzdem bësse relativiseieren, das nie flott van de Wien depasséiert gin. Könnt natürlich eng schwierigg Marchesituation könnt natürlich dabei Preise von den Materialien sind an Blutgängen, das als richtig Indextranche sind dabei kommen. Mir rechnet dat anrä der gesimmer wat no die Host berengigt ass. Ich will aber auch schon so wo die Photovoltaik Dachlein, die auch 2 Jahre lang der Betrieb gehen. Also so sind aber schon mengenisch Sache geschieht, die net können besser koordinieren. Und das aber mengenisch da habe ich von engem Architekt die so eine Rennerfrohe sind. Jump. Ja, ich wollte noch ein Wort drin hängen, also den DW den 27. November 2019 ha gestimmt gin. Dat heißt, das neue Projekt sind pu Sache genannt gejat werden, op manche Sachen hossen, wann den am Detail guckt, dass du für 40.000 € Isolation sous dal Betonramp, da das gesagt, dat mir ein normale Budget an engem normalen DW müssen so Sachen aber dran sind, muss aber so, dat fällt aber op, dass die 40.000 €, das nicht neicht. Ja? Dann könnt ihr nur noch da könnt ihr dann noch TVA dabei, das sind aber dann Chiffren, die einfach eine Isolation an die Sachen mit an anderen normalen, die wie viel sie sehen. Also,
merci für die Kommentare. Ich wollte nicht so, wenn wir lo probieren, heute Preis zurückzurechnen. Wir haben ja keine Indikationen über die Gehaltskosten, also was Arbeitsstunden kostet, die haben wir ja nicht. Wir können nächstens den Bauindex zurückrechnen. Es geht noch nicht so einfach, den Exerzice zu machen, wenn wir probieren, aber Vergleichszahlen dann auszurechnen. Sonst noch Fragen? Da ging man darüber aufstimmen. Eicher Serge, Ja. Rogerini Nora, Ja. Kaufmann Jean-Pierre, Ja, Kaiser Andy, Ja. Nagel Anne-Marie, Ja. Joch, Saber Jules dann, Ja, mat der Progression vom Jules, ja. Trein Serge, Ja. Treisen Paul, Ja. Welsch Nico, Ja. und Hartmann Jean-Marie. Ja. Merci. Voilà, und dann haben wir verschiedene Dekonten. Trou de Montagne. Ordre de vie supplémentaire dann für Trou de la Montagne. Ja, voilà, das ist dann die zwei Häuser in der Rue de la Montagne, wo man gerade Foto gesehen, die ganz schön gesehen. Du war dann den Budget gestimmt gegen der wie initial den 12. Juli 2017. Du war viel gesehen, dass die Häuser 1,230.000 Euro kosten. Da muss man dann die wie supplementär stimmen, den an der Höchst als von 545.000 Euro. Also wie gesagt, die Erbeste sind auch schon lange aufgeschlossen, wurden noch schon Leute am Haus. Mikrologisten die Konten, die wir präsentieren. Da sind 545.000 Euro. Da sind drei Sachen, die nicht am initialen DW 4 gesehen waren, die notarisch für mich gemacht gehen. Ich meine, du beim Großövre, das ist der größte Posten, den hört im Posten von 108.000 Euro, wo dabei kommen sind. Du sind zusätzlich gemacht gesehen. Du sind zwei Stellplätze, die aménagiert gesehen, für konform sind zum Baureglement, die nicht 4 gesehen waren. De PW3 für den Häuser, die waren nicht viel gesehen. Trepplecker an der Blockstufe für pro Haus ran zu gehen, Bordüren alle guten. Geht über die Toilette, die während dem ganzen Chantier waren auch nicht viel gesehen. Gabion und Deler von den Elementen. Voilà, also das ist eine ganz Reihe Löscht für verschiedene Sachen, die damals nicht am DW4 gesehen waren und die nur aber müssen realisiert gehen. Dann ist aber auch so, dass wir nur am Laufe von dem Projekt, also auch dezidiert, die verhängen Photovoltaikanlage notwendig zu machen, die nicht von UFO 4 gesehen waren, die notwendig gemacht haben, die auch Kostenpunkt hat. Das waren 30.000 Euro. Dann also doch so gewesen, dass die Wärmepumpe, die durch 4 gesehen war, da war auch mehr Performance durch die Evolution, weil es durch enorm mehr Performance auf dem Mond von der Gemeinde installiert wird. Natürlich auch zusätzlich Kosten hat. Die Küchen waren nicht von UFO 4 gesehen, das waren 33.000 Euro. Voilà. Das sind eine ganze Reihe Sachen, die deelt auf dem Mond von dem Gemeng nur gemacht gesehen, und die zwar noch Sachen, die am DW nicht viel gesehen waren und die er brauchen für ein Wohnungsfertig, Haus fertig zu holen, wo müssen nur gemacht gehen. Wären du frohen? Serge? Ja, am Fongol die nämlich wie bei dem Punkt 4 drin. Ob bereits das vielleicht könnt für die nächste Sitzung ein noch rechnen. Das wäre live. Merci. Wohin das notiert? Wohin ist das Beste? Nico, was gibt? Ja, aber ich habe total gerechnet, werden die zwei Häuser, was man nennen, Logement abordable, was die kosten, ohne den Terrain. Da sind wir bei 1.700.000, ich rund mal ab, bei 1.800.000 Euro. Für zwei Häuser ohne Terrain, das nennt sich dann erschwingliche Wohnungsbau, was die Gemeinde dann zu verantworten hat. Wenn wir wissen, was Loyer du bezahlt wird, dann ist der Tote für die Steuerzahler aber eine schwere Belastung. Es ist noch für soziale Wohnungsbau, aber ich fand aber eine Gemeinde hat Verantwortung, die soziale Wohnungsbau so zu bauen, dass er noch preiswert ist. Und das ist nicht geschieht. Hier haben wir teure Häuser, teure Preis, ohne den Terrain. Und ich gehe froh, dass wir weiterfahren, und ich hoffe, dass wir das machen, soziale Wohnungsbau zu schaffen, dass wir dann noch ein bisschen die Chantier gerieren, dass der Preis ja noch nicht so über den Plafond geht, wie heute der Fall ist. Wir hatten 4 gesehen 1.230.000, und da sind wir bei 545.000 Euro, die da dabei kommen.
Ja, ich meine, da ist immer der Spagat zwischen der noch der Nachhaltigkeit, die wir an als Häuser mal auflesen lassen, an die Qualität, die dann einfach von der Gemeinde aus gebaut wird. Ich meine, dass das absolut recht ist, und dass man müssen auch in den Formel überlegen, was man will für Wohnungsbau zur Verfügung stellen, von Wohnungen zur Verfügung stellen. Ich meine, dass Leute, die mehr nicht tun, noch sollen können wohnen und korrekt wohnen, da das normal, ob es lohnt, der Doform sind, mit im Keller, im Garten, an all den Prestationen, das ist meine Überlegung, die absolut da wäre, dass man die in Zukunft machen, dann heißt du überlegen, wie man das können, wie man das Geld von Bürger können mehr effikaz investieren. Sind auch frohen. Da kein froh, wir werden dagegen mal auch aufstimmen, Aisha Serge, Ja. Rogerini Nora, Ja. Kaufmann Jean-Pierre, Ja, Kaiser Andy, Ja. Nagel Anne-Marie, Ja. Joch, Sauber Jules, Ja, da mam Julsinger Prokreation och dann ja. Heinz Serge, Jo. Kaiser Paul, Ja. Matsch Nico Ja. und Altmann Jean-Marie. Ja. Merci. So, da kommen wir zu den Dekonten. Da können wir 5 Mal aufstimmen oder wir stimmen eigentlich zusammen auf. Also du in der Gang, dass wir das eigentlich zusammen machen, dann in der Gang, da gibt man das so machen. Und das Herr präsentiert das. Merci. Und an den nächsten die konnte das Pädagogischen die gemerkt gesehen und der Kanalisation auf der Kreuzung von der Rue de Bayern, Rue de Münster von der Rue de Jardin, da hat man total de wie gestimmt von 270.000 € und da sind total von Depensen, wo das Projekt aufgeschlossen ist, von 206.494,62 €. Das heißt, du immer 10.000 € unter dem de wie die gestimmt ging. Dann kommen wir bei dem Projekt. An der Rue de Sandfall, Rue de Loré, Rue Saint-Donat, wo auch Arbeiten in der Kanalisation gemacht sind, da war ein Projekt gestimmt, für mit einem Total de Vie von 81.500 €, wo die Depenseffektiven sich auf 20.786,19 € belaufen, also auch da 10.000 oder 11.000 € unter dem de Vie. Dann haben wir das Projekt vom Velos Fußgänger Verbindungsfähig zwischen Münzberg und Niederanwen, den du realisiert hast. Du war gesamte wie gestimmt für 630.000 € und du hast den Endmonter den von der Depense effektiv bei 499.323,11 €, die du auf dem dort Budgetartikel gebucht gesehen. Ich meine, du kannst aber dazu sagen, dass es da federnd auch schon Etüde gaufen mit verschiedenen Projekten, die auf dem Trasse sollte gemacht gehen, wo ich meine, schon heißt du im Gemeinderat war, wo nicht immer einfach war. Die Etüde sind aber nur auf einem anderen Budgetartikel gewirrscht, respektive die sind über der Gesamtetüden gelaufen, die nicht separat auf diesem Artikel gebucht gesehen. Dafür sind die heute nicht mehr dran. Also den Kostenpunkt ist von dem als mir heiß wie der Partei gestimmt gehen, als mir das aus dem Projekt so wie gestimmt gehen, als auf dem Budgetartikel. Da haben wir dann 130.000 € mehr. Wie sich war als Depense aber ein bisschen mehr heiß durch den Historik, den auf dem Dossier war. Dann haben wir ein Gesamtprojekt Budgetsposten für den Erneuerung von verschiedenen Wegen. Also so, dass man da ein Devis gestimmt hat von 90.000 € oder ein Devis gestimmt gesehen von 90.000 €. Das war am Anfang den Devis, die gestimmt gesehen für den neuen Weg neu zu machen an der Rue de Chemin de Fer zu Straße, wo 60.000 € und 30.000 € zusätzlich gestimmt waren, notamment weil du den Belag kontaminiert waren, dafür extra müssen natürlich gesehen. Du hast aber eine Depense effektiv, die den Budgetartikel von 150.454. Und du hast am Anfang die Erklärung, dass das nicht lang durch auf dem Projekt nicht lang die Arbeiten, die an der Rue de Chemin de Fer gemacht sind. Die hatten einen Gesamtkostenpunkt von 83.206 €, aber du hast aber auch den Raclage auf dem Posten von der Rue de Senningen, also das ist aber schon ein Projekt von 2014, für 13.562 €, dann als ein Projekt von Karpneupt Techniroute für die Rue de Sandweiler neu zu machen, von 62.000 €, wo auch auf die, über die Budgetsposten gelaufen sind. Und dann die letzten. Das ist das Projekt Alpaka.
dat als wo de Projekt Alpaka oder dem Campus realisiert ging hast du waren initialen de wie 4 vor 85.000 € an du hast den end effektive Kächtepunkt 6.860 €. Also du immer noch dran erblieben. se froh Serschonskift. Ja, ich just an sich zum Projekt Alpaka eng froh, wann ich den de Vilo gucken, da vermessen ich eng Position, die aber auch geplant war. Am dass der mittlerweile installiert gehen, als das man nicht bekannt. Soll doch Kameran installiert gehen, die an sich zum pädagogischen Projekt geheiert tun. Und ich meine, das ist aber nicht der Fall. Das heißt, da müsste das vielleicht noch ein bisschen lanciert gehen. Merci. Er soll net bekannt, dat dat der Fall wird, dat hat man bestimmt schon heieren van dat scheint net gemerk gesinn. Ja. Also wir gucken dat no an dann wat de kerchte Faktor ass dann gucken wir, wo man die dann drauf buche, wenn man de Grund ja weil haut stimmen, dann hast den Budgetsartikel an die Stummer dazu mit zu net ausgehen von daher gëtt dat dann am Budget eng null, also kein null méi könnt op draus. Gut sind der Renner frohen zu den anderen Dekonten kein frohen. Da gebe ich proposé mir stimmen dann no iwwer die 5 Dekonten engkeer of. Eicher Serge. Ja. Frau Gerini Nora. Ja. Kaufmann Jean-Pierre. Ja. Kaiser Andy. Ja. Nagel Anne-Marie. Ja. Joch. Sauber Jules. Mit der Progression, ja. Rein Serge. Jo. Reisen Paul. Ja. Reitsch Nico. Ja. Dann hat man Jean-Marie. Ja. Merci. Da gehen wir zum zweiten Punkt, Aide humanitaire, und das ging den Andi aus dann erklären. Ja, merci Claude. Letzte Monat hat man ja schon über den Abruf informiert, den wir gekriegt haben betreffend dem Ausbruch von der Gewalt des 7. Oktober an den unmenschlichen Konsequenzen für Tausende von Familien sowohl an Israel wie auch an Palästina. Auch hier wollten wir als sozialer Pflicht an dem Abruf nachkommen. Médecins Sans Frontières ist seit Jahren an der Region aktiv, und obwohl ein Großteil von ihrem Personal an den Süden vom Gazastreifen gegangen ist, sind andere auf der Platz geblieben, für zu helfen. Die Hilfe besteht sowohl aus einem Don von Medikamenten und Equipementen auf verschiedene Spitäler, wie auch aus Material für Notoperationen zur Platz zu machen. Häufig und aus angstatiert Engagement auf der Platz sich über den längeren Zeitraum erstreckt, haben sie einen Fonds d'Urgence abgemacht und noch finanzielle Unterstützung gefragt. Wir proposieren dafür einen Don von 2.500 € und MSF als Unterstützung. Und da gebe ich euch schon noch gerne über den Erdbeben informieren, weil an der Nacht vom 3. auf den 4. November am Distrikt Jajachkot am Nepal entstanden ist. Das Erdbeben, das nach 3 Stunden nur Beben mitgesprochen hat über 150 Menschen das Leben gekostet, darin enthalten Kinder. Die blessiert und überlebend befanden sich in einer prekären Situation, weil sie von Trinkwasser, Essen und medizinischer Hilfe aufgeschnitten sind. Die Association Aide à l'Enfance de l'Inde et du Nepal engagiert sich aktuell auf der Platz für den Betroffenen zu helfen, notamment den Kindern. Sie haben einen finanziellen Appell gemacht für die lokale Communität beim Nesaufbau zu helfen. Die Hilfe beschränkt sich auf Ersthilfe, Erstfuhren, Hygieneartikel und Kleider, aber auch psychologische Unterstützung. Aus dem Grund geben wir auch heute einen Don von 2.500 € gerne proposieren. Merci. Gehen dort zu Remarken, frohen. Und da stimmen wir auf. Reicher Serge. Ja. Frau Gerini Nora. Ja. Kaufmann Jean-Pierre. Ja. Kaiser Andy. Ja. Nagel Anne-Marie. Ja. Joch. Sauber Jules. Mit der Progression, ja. Rein Serge. Jo. Reisen Paul. Ja. Reitsch Nico. Ja. Dann hat man Jean-Marie. Ja. Merci. Und dann zum dritten Punkt Forêt kommunal, und das ist auch den Andi. Ja, merci. Ich gebe euch dann hier kurz den Plan de Gestion der Forêt kommunal für die Jahre 2024 vorstellen, also den Forstplan.
Die Jahre für run war es ja so, dass der Piet Locke als ein zuständiger Vierster immer an den Gemengerot kommen, als für diese Forstplan vorzustellen. Ob seng de Mont hin aé schon an der Gemengerotssitzung vom 30. November 2022 annoncéiert, gouf dës Joer eng Abechtsitzung vum Vierster fir de Gemengerot organisiert. Das Abechtsitzung war den 18. Oktober am pädagogische Chalet Stippi an der Rue de la Forêt zu Alschëtter, wo de Pitt Eis eng Präsentationun vum Forstplan firstalt huet, a wo hi op d'Froe vum Gemengerot kon antworten. Zusätzlich konnte mir als dann an der Praxis an op der Platz die Mesuren ukucken, erklärt kreen, agesinn, wat für als Gemeng an dem Bereich geschafft gëtt. An dieser Arbeitssitzung konnte mir die 4 Großpilien am Bereich von der nachhaltiger Gestion von als Böscher erklärt, wofür die Vierstadt dann zuständig ist. Da wir einmal den Naturschutz, wo sie eng am sie erst zur Summe schaffen, für zum Beispiel Hecken oder Obstbeem zu pflanzen. Hier Hauptaufgabe als aber Produktion de Bois, erdeelt an einmal Qualitätsholz oder Wertholz, mais auch an Bois de Trituration, also Holz für die Produktion von Bayer benutzt wird, zum Beispiel und aber auch für Bois de Chauffage, also Brennholz. Hier ist es doch so, dass dafür Buchen an Esche gehauen gehen. Außerdem sensibilisieren sie auch das Publikum, das zum Beispiel durch Topprichten oder den Erhalt von Bänken oder Innerständen an auch die Wanderwehr. Aber sie haben auch eine pädagogische Aufgabe, das dann zusammenarbeitet mit dieser Schule. Der letzte Pilier betrifft das Patrimoine kulturell von unseren Böschern, das durch die Schütze von unseren Arbres remarkabel zum Beispiel. Zu den Zahlen, die mir hier präsentiert wurden, an die auch am Dossier liegen, kann ich generell sagen, dass sie an einer Kontinuität liegen. Von der erlaubt, auch weil wir die Teile hier in der Arbeitssitzung durchgegangen sind, gebe ich nicht mehr so mehr über die Punkte zu gehen. Was Frei Courant anbelangt, so gehen wir von 382.000 € für das Jahr 2023 auf 406.500 € für 2024 herab. Es ist klar, dass ein Erhalt an Sekurisation von unseren Böschern Suche kostet und keine Resetten herabbringt, aber das ist essentiell, dass die Missionen erfüllt gehen. Damit sehen wir das Ausgaben auch als Investiment an einen gesunden Busch. Was Salären anbelangt, regelt Konventionen zwischen den Randwürden Schütter des Ausgaben, aber die Staatsarbeiter ist ja auch so, dass der Staat sie viel finanziert und wir haben nur den Staat remboursieren auf Basis von einem kommt. Beim Punkt Protektion der Natur sehen wir ein Total von 46.500 €. Hier handelt es sich hauptsächlich um die Wäschschulen von invasiven Arten oder die Bepflanzung von Hecken am Beem, aber auch die Mähe von den Wehr, die Pflege von den Buschrenner, die Schneide von den Hecken und den Dreck abheben. Beim Punkt Gestion durable des Forêts wird ein Ausschlag von den Bemen, an denen verschiedene Parzellen dokumentiert, fährt sich auf 241.500 € für 2024 belieft. Hier wird mal erklärt, dass es sich hauptsächlich um Krankbeem handelt, findet das drückend, die wäschgeholt muss gehen, für die Sicherheit zu garantieren. Hier fanden wir dann noch die Kosten für die Haar, für als Hackschnitzelanlage und für den Verkauf von 150 Sternen Brennholz. Außerdem gibt es Zoom-Oprafen für die Büsche zu verjüngen, an diesen Plätzen muss geschützt gehen für Umweltschutz. Das Enclos konnte man dann noch sur place gesehen und die Kosten fanden wir dann noch hier herum. Beim Punkt Sensibilisation sind dann Dämmbararbeiten vom Chalet Stippi abgelöscht, die dann für pädagogische Zwecke benutzt werden. Und an dem Punkt Surveillance et Police fanden wir dann die Ausgaben in Relation von den Polizeifunktionen und Missionen, die der Vierster hat. Dann nach unter dem Punkt Logistik wurde man erklärt, dass das Kosten sind am Zusammenhang vom Erhalen an Acker von Material und Gefährer oder wenn am Atelier muss geschafft gehen. Auf der Seite von der Revenue muss ich sagen, dass die einzigen Resetten, die wir herkriegen, die vom Verkauf von Brennholz sind, so wie Türgeld. Die 170.700 €, die der Pitt nach angedrohen hat, sind nur sich fiktiv Resetten, berechnet ob der Spurnisse von Gas naturell oder Masut durch als Holzhackschnitzel nach. Wie schon vom Claude Maler gesagt, was der Verkauf von Brennholz angeht, so ist es wichtig zu sagen, dass das der 15. Januar nächstes Jahr gemacht wird. Die Wand ist dann rum wie das Jahr, wo in den Online-Formular muss ausfüllen, die Wand auf 2 Sterne pro Haushalt limitiert ist, aber wo nun im Prinzip von First Come, First Served verfolgt, also der nächsten als 4. Es sind 150 Sterne 4 gesehen, laut Berechnung von Pitt gibt es durchgehen, weil das Jahr 64 steht ein Kommand gemacht haben für insgesamt 121 Sterne. Von dieser Seite aus will ich dem Pitt als seiner Equipe nach einmal große Merci sagen für die viel Arbeit über das ganze Jahr.
Den Pedro große Merci für die Arbeitssitzung, die interessant und detaillierte Präsentation und noch für die pragmatische Approche für seine Arbeit an der Praxis zu weisen. Du noch froh sind. Ja, merci Andy für die, ich wollte noch einen Satz dazu sagen. Also den Holzverkauf aus Loda Mei Sterne wie letztes Jahr 150 Sterne. Ne? Mit das war ein Ausruf vom Firster, dass als Böscher am Anfang zu schützen sind, für die Ressource Holz zu produzieren, für sie zu verbrennen. Ne? Das ist eine Erklärung. Kann ihn dann zu gar nicht. Holz kann ich weiß, dass die nicht für ihn zufriedenstellt. Aber am Anfang als Holz zu wertvoll, an die Bäume, die rausgeschnitten gehen, die verwertet gehen, die sollen nicht an die Holzindustrie gehen, wo sie dann valorisiert gehen, wo wir hochwertig Sachen damit gemerkt gehen, wie sie an den Uhren zu geheilen. Voilà, wenn Leute Holz wollen bestellen, an die haben ein Problem, das über Internet man Formular zu machen, da sollen die sich aber auch melden. Da muss man auch da gucken, dass man eine Lesung fahren soll, da auch kein auf der Strecke bleiben. Was die Erklärungen zum Plan Gestion geht, du hast so, dass man keiner wie gefroht tun bei unserer Landwirtschaftskommission, weil der Firster das auch nicht für gut fand. Ihr seht, das ein Budget, das prävisionell, das gilt am Anfang auch für Reisebudget. Das ist am Anfang nicht da auf Sandrop, wo man kann die Arbeit vom Firster bewerten. Aber er steht aber auch gerne der Landwirtschaftskommission zur Verfügung, für dann dieselben Erklärungen zu geben, wie die Gemeinde auch kriegt, respektive Berner Frauen zu antworten. Also das möchte ich ganz gerne, das ist kein Problem. Aber ihr seid nicht wirklich den Ernte für den Navi über das Budget um Bayer zu machen, weil das nicht da rumspiegelt, was der Notar ist am Bischof. Dann als zusätzliche Erklärungen und dann jammt du hast ein Froh. Ja, ich bin eine froh, du hast es schon bekannt antwort. Als langjähriger Member von der Agri-Kommission waren wir immer froh, wenn den Fechter den Plan vorstellen kommen, und wir waren nicht froh, wenn er nicht kommen. Weil da sind ganz engagiert Leute an der Kommission, die sind, interessieren sich für die Sachen. Und wir wollen ja proposieren, dem Chefrat der Notzulehren am Fechtmenke zu schwätzen, wenn man nicht war, mehr vielleicht aber die Kommission an einer Diskussion das vorzustellen, weil, wie gesagt, die Leute, die engagieren sich dafür, und wäre nicht schlecht, wenn die darüber an Bild gesagt gehen, was auf dem Plan geschieht. Ganz gerne, wir machen dann den Kontakt, also Rendezvous zu stellen können, dann können sie das, kann die Kommission da mal Firster gucken. Nach einer Frauen. Da gibt man drüber aufstimmen. Aisha Serge. Ja. Rogerini Noah. Ja. Kaufmann Jean-Pierre. Ja. Kaiser Andy. Ja. Nagel Anne-Marie. Ja. Najor. Sauber Jules. Mit der Progression, ja. Ein Serge. Ja. Dreisen Paul. Ja. Welch Nico. Ja. Und Altmann Jean-Marie. Ja. Merci. Gehen wir zum 4. Punkt. Infrastrukturen. Da haben wir den Punkt 4.1. Da leidet am Dossier den nackte Wand. Wir hatten da schon über den Kompromis de Wand in den 10. Februar 2023 in der Schriveginnas aufgestimmt. Das empfang en Preis, die erst dann noch bezahlt gehen mit 322,50 € und geht darum für den Terrain eben an die Publik zu integrieren. Voilà, ich sehe da an der Rue de Luxembourg, wo das steckt du hast. Wenn du zu froh sind, wenn nicht, dann gibt man darüber aufstimmen. Aisha Serge. Ja. Rogerini Nora. Ja. Kaufmann Jump. Ja. Kaiser Andy. Ja. Nagel Anne-Marie. Ja. Joch, Sauber Jules. Mit der Progression, ja. Ein Serge. Ja. Dreisen Paul. Ja. Welch Nico. Ja. Und Altmann Jean-Marie. Ja. Merci. Dann der Punkt 4.2 an der Kernischer Stroß. Du hast es so, dass du ja Projekt geplant hast, und am Kader von dem Projekt hast dann auch gefragt gehen, für ein Stück Terra aufzutreten, Exception gratuit. Wir sind immer im Plan, dass wir auch da können einen properen Trottoir an einer richtigen Breite realisieren können. An den Akt der Session, den hast dann der 40. November beim Notar Patrick Seres unterschrieben gehen.
durch den Proprietär. Und wenn du noch froh wären, Serge. Du müsst ja auch noch irgendwie Platz für einen Bus heißen, oder ist das schon mal Brüllen nicht ab? Also da geht es echt. Ja, okay, du vier also. Ja, ja. Okay. Wobei da war bon, de Projekt mis so geplant gin, dass dat so geht, wann der da wohl net der Fall wie schmengen da mis enke gucken, ob den Busheise Licht verreckelt muss ja zu Summe funktionieren mat dem Projekt den er do geplant gëtt. Mit Kassler Borde die as schon do och den Zebrastreifen as ein eng optimaler Platz, also sech müsste man gucken, dass dat so kann bestohe bleiben, so wie du gezeschen das. Voilà, war nachfroe sinn war net gin Motori Berufsstimmen Eicher Serge. Ja. Vogerini Nora. Ja. Kaufmann Jean-Pierre. Ja. Kaiser Andy. Ja. Nagel Anne-Marie. Ja. Joch. Zauber Jules. Für die Jules dann noch mit der Progression, ja. Fein Serge. Ja. Tausend Pol. Ja. Welch Nico. Ja. Dann hat man Jean-Marie. Ja. Merci. Und dann hat den Punkt 4.3, du müsste Polen dich verlosen. Voilà, de Polen mussten dich verlosen, weil wir hier über den Bei aufstimmen, wo man am Pol just mal gemerkt und dann für den Interesse direkt dann definitiv mal aufstimmen. Das war den 16. Oktober, das ist immer da nicht, war der 16. Oktober 2023, wo man dann zu übersehen, da gesehen im Plan die Parzellen, die da Gemeng gehören und den Pol verpachten. Und war Teil ein bisschen neues, dass wir auch da dran geschrieben haben, dass auf denen Parzellen voilà, rapport zum Naturschutzgesetz den Bayer sich dann auch engagiert, die Kriterien zu respektieren und eben auf der Parzelle nichts zu machen, was eben gegen die Prinzipien vom Naturschutz verstößt. Voilà. Merci für den Appell. Effektiv, also auf den Parzellen dann noch mal Sie also Biodiversitätskontrakt unterschrieben gehen. Und dann gehört dann eben noch zu dem Dossier dabei. Sind nur noch frohen. Wenn du kein froh mehr sind, dann gib mir auch du aufstimmen, Eicher Serge. Ja. Vogerini Nora. Ja. Kaufmann Jean-Pierre. Ja. Kaiser Andy. Ja. Nagel Anne-Marie. Ja. Joch. Zauber Jules. Mit der Progression vom Jules doch, ja. Dein Serge. Ja. Welch Nico. Ja. Anna und Jean-Marie. Ja. Merci. Aber das ist ja geschieht, da kannst du rumkommen, Paul. Voilà, und dann haben wir nach einen Kontrakt gemacht über die Mise à Disposition d'un terrain à Chutranche am Holmischbusch. Und zwar ist es so, dass an der Parzelle auch nach einem Kanal leitet und wir ja vom Prinzip hier auch nicht verkaufen. Das ist ein bisschen eine spezielle Situation. Die Leute haben noch da gebaut, hat gesagt, noch nicht auf der Foto, das ist ein Foto von für tun. Und am Anfang brauche ich auch die Parzelle für an die Haus ranzuführen und zu führen. Aber weil man sie nicht auftritt, nicht verkaufen, muss man sie dann verlohnen. Und das machen wir dann für 25 € die Jahr, wo dann die Streift und die Gierlers und den Leuten an dem Haus, Proprietäre von dem Terrain, verpachtet wird. Sind da froh, ja. Ich bin just froh, was für eine Natur hat die Parzelle? Weil ich hatte noch nicht rausgefunden, dass es ein Place Foirie, Voilà, das finden effektiv hier am Dossier noch nicht raus. Aber das muss zum Domain publik gehören. Da kann ja zwar nicht das ein Parzellnummer. also wenn ein Place Foirie ist, müsste aufgetreten gehen, dann müsste ich einen Platz sehen.
geht ja der Gemeinde Ja. das normales Domainpublik von der Gemeinde. Faisant partie du domaine public steht an der Deliberation dann. Sind doch sonst noch frohen. Da ging auch darüber aufstimmen, Aisha Serge, Ja. Rogerini Nora, Ja. Kaufmann Jean-Pierre, Ja. Kaiser Andy, Ja. Nagel Anne-Marie, Ja. Joch, Saber Jules, mat der Prokuration vum Jules, ja. Hein Serge, Ja. Heisen Paul, Ja. Welsch Nico, Ja. an Hartmann Jean-Marie. Ja. Merci. Und dann der 5. Punkt, der Urbanisme, haben wir ein Droit de Präemption. Den Terrain geht zu Münzbusch, wo dann noch Münzbach drauf liegt. Oder er lernt feiert. Am Anfang. Und wir haben mit den Proprietären geschwärzt. Also ich meine, ich hoffe, die Gemeinde nicht viel Sinn für den Droit de Präemption ausüben. Das ist just interessant, für aber Mesuren ob der Minz Berg zu machen. Erstens mal Überschwemmungsschutz, sonst wird es mal eben noch Biotopschutz. Und da haben wir mit den Leuten geschwärzt und sie sind noch d'accord, mit uns über so Mesuren zu diskutieren und etwas zu machen. Also den Akkord haben wir mündlich und wir geben dafür auch proposieren, auf den Droit de Präemption zu verzichten. Sind du zu frohen? Ja, Jump. Ah. War kein frohe Sinn, da ging man darüber aufstimmen. Aisha Serge, Ja. Rogerini Nora, Ja. Kaufmann Jean-Pierre, Ja. Kaiser Andy, Ja. Nagel Anne-Marie, Ja. Joch, Sauber Jules, mat der Prokuration, ja. Hein Serge, Ja. Heisen Paul, Ja. Welsch Nico, Ja. und Hartmann Jean-Marie. Ja. Merci. Voilà, und da kommen wir zum nächsten Punkt. Ich meine, wir hatten schon ein paar Mal drüber geredet. Wir haben einen Kontrakt gemacht mit Maru, wo es heute darum geht, für uns zu unterstützen an der Arbeit für Posten zu machen im Internet. Also da gehört dazu Publikationen zu Form der Post oder Story auf den Reso Facebook und Instagram und aber auch dieselbe Publikation dann auf unserem Internet sitzt. Und haben wir uns ein Moyen geholt, das sind 16 Stück pro Monat, wo dann am Anfang auch ein Tarif von einen Stundentarif errechnet wird. Also 95 € hoch TVR pro Stunde. Eine Stunde wird gerechnet, für das zu machen. So hast du den Kontrakt abgestellt und wird dann das verrechnet, was realistisch geschafft ist. Mit die Moyenne, die auch so nicht zufällig, also wir sind auf der Moyenne, also kann nur sein, dass es 16 sind, und dann in meiner Mund sind das 15 sind. Aber der Kontrakt ist so abgebaut, dass wir also bis mal aufdecken und dann eben noch Realkosten verrechnet wird. Sind dazu frohen? Serge? Ja, das ist effektiv ein gut sagt, dass auch Kontrakt halt viel leid. Ich meine, mir hat die auch viel drin, Martine gemacht, die war bis mir komplett für eben eine andere Sache. Aber das ist eben just ein Objekt vom Kontrakt, was los der Beruf, der schon Erfahrungswert, mit 16 Posten. Ich meine, es soll nicht nur gepostet gehen, für irgendetwas zu posten, ich meine, es sollte schon also für die Pensum, für den 16 abzufüllen. Ich meine, da sollte schon sinnvoll Sachen gepostet gehen. Unter anderem vielleicht doch ein Kehr der Appell, den ich letztes gemacht habe, wo ich gefragt habe, eventuell die Leute zu motivieren, ihr Hecken zu schneiden. Letzten Trottoir für allem. Merci. Ja, du hast das letztes gesagt, wir haben das auch noch nicht vergessen, also das steht noch auf der To-Do-List. Und effektiv probieren wir mal auch censiert zu publizieren und zu posten. Ich will aber auch so, und das ist ein Kontrakt, den wir mit ihnen gemacht haben. Wir sie kriegen auch noch punktuell
Missionen, wir machen Flyer mit denen, wir machen Gemengebot mit denen. Also sie schaffen nach viel Gemengen, sie schaffen nicht mehr an einem Kontrakt, wie vier Runden unterschrieben war, auf Stundenbasis wird gemengt. Ich meine, das ist so nicht ihre Mission, sie sind eine Agence, die unabhängig ist. Und schon gebrauchen immer den Begriff, sie sind keine Interimsfirma. Und wir kommen auch noch ein Jahr rum, wo wir auch noch ein Jahr ein bisschen über das Strategie, was schwätzen, was Personal geht. Und dann, ich meine, das in dem Gesamtkontext zu gesehen. Voilà, wenn wir froh sind, wenn nicht, dann gehen wir über den Kontrakt aufstimmen. Aisha Serge, Ja. Fogerini Nora, Ja. Kaufmann Jean-Pierre, Ja, Kreis Randy, Ja. Nagel Anne-Marie, Ja. Joch, Sauber Jules, Mat der Prokration vum Jules och ja. Tain Serge, Jo. Treisen Paul, ja. Welsch Nico, Ja. und Hartmann Jean-Marie. Ja. Merci. Dann haben wir noch 2 Verkehrsreglementer, wenn der Kurs ist, gibt man auch ohne einen hochstimmen. Oder sind der Gegend? Nein. Stimmen wir zusammen auf. Da den das eine Modifikation temporaire vom Reglement für an der Rue Schönbirch zwischen den Häuser 5, Rue du Verger auf 4 um Schönbirch, do op enger Seite d'Stroos können zo zu machen. Und dat gëtt mat Schëlder geregelt. Und das einfach wenn es den Nerbeschen, die do am Gange sind, wo man dat Verkehrsreglement müssen holen. Und dann haben wir enke an der Rue de Bayern zu übersieren von den Häusern 67 bis 75 auf den 2 Seiten. Du hast am Fong verboten zu parken. Das Luro am Dossier normalerweise den Avis, den man dort gekriegt hatte vom Minister. Ja, ich wollte den Avis von Fedrun, den man den Parken angefordert haben, Alternativparken. Ja. Also da gëtt den Avis, den man gekriegt hatten vom alternative Parken, da war dem schon gesagt gin. Wenn es der Bret von der Straße, ob der da hecht, kann en do eigentlich nicht parken. Ich fand da war eine Situation, wo in dat nicht rausgesehen, ne? Wenn ich zum Automobilist komme und ich muss da Halle bleiben, dann gesinn ich nicht, dass das da am Anfang verboten ist zu parken, so wie die Kotler Route viel gesagt. Da verhängen wir eigentlich die Schilder da oben als Rappel. Also das ist eine Situation, die sowieso nicht erlaubt, dort zu parken. Wir machen nicht Schusslomi visuell, für nicht einen Konflikt zu kommen mit Leuten, die dann aber immer da parken. Das war für uns nicht so ein Problem. Das ist ein bisschen mehr ein Problem gehen, weil wir da Leute haben, die dann an den Zentrum der Köln schaffen, an die natürlich mit ihrem Auto schaffen kommen, und wir haben aber auch Platz, dass wir eine Sache von nicht wissen. Und dafür haben wir also aber dann décidéiert fir die Schëlder do opzehängen an der Situation klar. Awer 2 Luftstimmen. Er muss nawer 2 Luftstimmen, für dass die 2 Reglementer net von derselbe Natur sind. Sind noch zu nach frohen. War kein froh mir sinn, da gift man fir dat Eich aufstimmen, der temporär. Aisha Serge, Ja. Fogerini Nora, Ja. Kaufmann Jean-Pierre, Ja, Kaiser Andy, Ja. Nagel Anne-Marie, Ja. Joch, Sauber Jules, Mat der Prokration vum Jules ja. Tain Serge, Ja. Treisen Paul, ja. Welsch Nico, Ja. und Hartmann Jean-Marie. Ja. Und da ging man denke, wird das zweite aufstimmen, wird dann definitiv das, wo dann noch als Reglement à jour gesagt wird, und also Motiv, das ist von informatischen Motive, der tut zu machen. Aisha Serge, Ja. Fogerini Nora, Ja. Kaufmann Jean-Pierre, Ja, Kaiser Andy, Ja. Nagel Anne-Marie, Ja. Joch, Sauber Jules, Mat der Prokration vum Jules och ja. Tain Serge, Ja. Treisen Paul, ja. Welsch Nico, Ja. und Hartmann Jean-Marie. Ja. So, ich merci.
Voilà, und dann gehen wir zu den Questions écrites von den Conseillers und um eine Question écrite rakrit. Und ich gebe euch dann Wort für das zu präsentieren. Ja, merci für das Wort. Ich meine, das ganz betrifft ein bisschen das Reglement d'ordre intern. Ich meine, die hat am den 9. November als eine Mail rausgegangen vom Alain Don am Namen vom Chefrot von der Gemeinde Schötter. Das Sujet war den Reglement d'ordre intern von der Kommission Konsultativen. An der E-Mail, die in Kommissionen verschickt wurde, vertritt der Chefrot seine Meinung, dass nicht gegen eine Partizipation von den Kommissionsmembern über Visiokonferenz spricht. Wie das nicht darüber am ROI von November 1991 vermerkt ist. Und dass die Visiokonferenz auch bei der letzten Gemeinderatssitzung benutzt wurde, für eine Gemeindekonseille beizuschalten. War für sicherzustellen, dass als Kommissionen aber konform zur aktuellen Legislation funktionieren, haben wir uns beim Ministère de l'Intérieur informiert, bei der Direction des Affaires Communales, besser gesagt dann noch Madame, dem sich um Reglement Communaux kümmert, den nur als du folgendes mitgedeelt. Am Fall, wo eine Kommission, schriftlich mitgedeelt, am Fall, wo eine Kommission will Gebrauch von einer Visiokonferenz machen, muss das am Reglement d'ordre intérieur vorgesehen sein. Und dann ein zweiter Punkt, auf den wir aufmerksam gemacht sind, das war am Zirkulär ministeriell 42, also mit der Nummer 42, 13 vom 9. Januar 2023, steht auf der Seite 2, dass die Möglichkeit über Visio von einem Gemeinderatsmember teilzuholen ab dem 1. April 2023 nicht mehr möglich ist. Gemeindegesetz am Gemeindegesetz als auch dafür keine Disposition vorgesehen, die das ging erlauben. Auf Basis von dieser Antwort vom Interieur vor mir der Chefrat für den ROI von den beratenden Kommissionen und dann an einem den vom Gemeinderat schnellstmöglich zu verschaffen und so anzupassen, dass es der gewünschte Funktionament erlaubt. Wir hatten an der Chefratserklärung vom Chefrat hat die Stadt auch kommentiert und darauf hingewiesen, dass das Reglement d'ordre intérieur, die von schon November 1991 datiert, zeitgemäß müssten angepasst gehen. Aber wir proposieren dem Chefrat dann Folgendes an den überschaffenden ROI von den Kommissionen zu integrieren, dass, ich weiß nicht auf Französisch, visioconférence autorisée sous condition que la majorité des membres soit présente physiquement. Ceci permettra aux jeunes et au personnel à mobilité réduite, de même qu'aux personnes en déplacement, de participer activement à la vie politique. En dan een tweede punt, jetant, bei der Jeton, à préciser que tous les membres participant activement ont droit au jeton de présence. Bon, wir proposieren dem Chefrat natürlich auch all andere Adaptationen, die dem ROI gut gefunden beim Gemeinderat, aber bei den Kommissionen anzupassen, die eben den Membern der möglichen für bestmöglich politische Leben teilzuholen. Voilà, das waren sich als Doléances, die wir heute gehen per Courrier. Merci. Ja. Ich meine, du hast geschwärzt, das war ja unsere Intention, dafür haben wir da dann Schafferratserklärung geschrieben und dafür haben wir da doch mit den Kommissionen so aufgemacht. Also, ich meine, das steht doch heute an der Question écrite dran. Wir wollten am Anfang all die Members ermöglichen, für bestmöglichen politischen Leben teilzuholen. Also da, wo wir auf einer Linie, wo der Oppendieren ändern, das war ja das, was wir heute gemacht haben. Und dafür hat Julio gleich so heute teilgeholt. Für mich ist es doch immer, dass wohl einen gesetzlichen Kader, einen reglementarischen Kader braucht, für die Fälle, wo sich nicht eins. Also mir war eigentlich der Meinung, wir werden als heute eins, dass das da eine gute Sache für und dass die Leute so könnten teilholen. Und natürlich, wenn die so wir wollen den Formalismus
dann machen wir da doch, wir machen die Mise à jour von dem Reglement. Wir wollen aber nur nicht einen Text überholen, den wir nicht vier drum mit den Kommissionen aufgeschwart haben. Also wir wollen nur mit den Kommissionen zusammen gucken, was sie da noch Mengen an so an der Basis davon formalisieren. Wir das schreiben wir da dann die Reglementordre intern an. Ich meine, mir das ein bisschen leid, dass wir bis dahin nicht so können funktionieren, aber dann ist das eben so, da leben wir da, was der Gemeinderat angeht. Ich meine, ich will auch so, mir haben so informiert beim Laurent Knaff vom Innenminister, und da mir gesagt kriegt, was das Reglement intern geht, es wird besser. Schon schwarz auf weiß, es wird besser. Wir haben noch immer gesagt, was am Reglement intern nicht verboten ist, als das dafür automatisch nicht erlaubt. Ich meine, das war ein bisschen der Spielraum, den wir als Kind haben. Das ist aber kein Problem. Wir gucken dann mit den Kommissionen, was sie meinen, wie sie das denken, und dann schreiben wir den Text an das Reglement oder intern an, und dann kann es funktionieren, was die Gemeinderat angeht, wie das Tolo durch war, und da ist ja auch 100% recht, da den Reglement ministeriell gibt, gehen wir natürlich auch nicht mehr an den Bereich, dass wir riskieren, dass ein Krise der Gemeinderatssitzung ist nicht konform, weil da in Teil halt wie eine Visokonferenz können wir dann in Zukunft nicht mehr machen. Das ist erledigt für den Jules, das war ja dann noch schon der Fall. Man kann das ja am Streaming nachgucken, ich hatte das mal auch schon gesagt, die Progression muss sowieso aufgestimmt gehen. Bon, ich meine, da können wir dann noch leben. Wir sind noch der Meinung, dass in Zukunft da Sachen nach werden ändern und dass es dann mehr flexibel geht, weil ich meine, es geht ja aber dahin, dass wir einfach Flottennotie wir können aber partizipativ teilzuholen. Wir werden aber auch die Kommissionen immer weiterhin rekommandieren, lokal Büder von zu machen, wann in Haier kann in an eine Reunion gehen, da sollen das doch machen, weil da sind wir noch nicht. Aber dann den Kontakt zu holen, aber nicht direkt schwätzen, wie eine Visiokonferenz. Sollte eine Facilität sein, und ich wiederhole das dann hereinkehren, die du durchgeschrieben, für das dann alle Member bestmöglich kann im politischen Leben teilholen. Weil wenn man das nicht kann, muss er sich auch vorstellen, was möchte dann als Member an einer Kommission. Ja. Voilà, ceci dit, also wir dürfen das dann machen, am Reglement überschaffen, und dann werden wir da hinkommen. Ja, für den Konseil können wir nicht machen. Du hast gesagt, klar, da können wir nicht machen, du mir den Abfluss nicht drauf. Das können wir nicht dezidieren, dass wir da was zulaufen lassen. Ja. Ich meine, ich will just so, dass ja auch nicht ein Interesse für die Kommission zu blockieren. Ich meine, geht darum, wie wir dann an der Frage geschrieben haben, geht darum sehr, dass wir das aber legal proper machen, nicht dass wir ja noch können allmählich fair vielleicht, dass da kontroverse Diskussionen abkommen. Und das ist auch wichtig. Ich meine, Visiokonferenzen als ein Tool, den schon gut ist im Berufsleben, auch am Privatleben, okay, mit die Kommissionen auch. Aber du hast doch viel darüber gesagt, und das ist aber ein Gefahr, die ihn angeht, von den effektiv mir dafür proposiert, dass immer mehr muss präsent sein wie über Visiokonferenz, weil lebt den Gefahr, dass einfach Leute sich einfach auf Visio beischalten und dann gar nicht dabei sind bei der Reunion. Und aufstimmen können sie sowieso nicht mehr. Ich meine, dann, du hast ja darüber gesagt, dann würde ich noch besser, da geht nicht an eine Kommission. Da melden sich nicht für eine Arbeit, die aber trotzdem echt zu holen ist. Und für allem Geo Bürgerinteressen in die Geo vertrauen, und das soll wichtig sein. An echt geholt gehen. Ich meine, wie ich gesagt habe, wir werden mit der Kommission darüber schwätzen, wie es gerne hätte, aber das sind noch vielleicht Punkte, die man muss auch festhalten, wann Visiokonferenz dann mit Bild, ja, das ist doch gesagt, dass den da ist, und es gibt vielleicht noch andere Sachen, ich will da nicht die Gedanken haut feiern, aber das muss man dann machen, und dann muss man die Punkte noch mal festhalten. Ne? Dann sagst du, ja. Ja, voilà, ich meine noch zwei Sachen dazu. Ich meine, in der Zeit von der Covid-Dinge war die Videokonferenz ja auch mit Wort. Also mir hat ja auch noch nie geschwärzt von einer Konferenz mit Wort, weder im Gemeinderat noch am Denken. Also Sinn und Zweck war immer nicht Partizipation, notamment von unserem Gemeinderatsmember, den uns fehlt, dass den aber kein Wenigstens Trondel holen, auch wenn da nicht kein aufstimmen. Ich meine, das ist ja so, wird den Text von der Zirkulär auch so wie das.
Ich meine, bei den Kommissionen, dass wirklich so, auch da gehen die Partizipation an all den Jahren, wo ich eine Kommission war oder wo man schon gut waren, an der Kommission das immer zusammen geschafft, gehen für eine Chance zu wünschen. Ich meine, das selten, denke eine Aufstimmung kommen oder eine Diskussion kommen, wo eine große Kontestation hätte können kommen, dafür wäre für uns den einfachen Weg, den den hätten wir wollte, den wir auch noch mengen, den wir einfach gerne wären. Ich meine, Schwarzneicht, du gehst, dass den so funktioniert, das klar, dann ist der ausgesucht, die geben uns das Uroden, das wird mir proper. Wir werden immer gemengt an einem guten kollegialen Verhältnis, wie man in der Gemeinde soll man nicht schaffen, wird das nicht problematisch. Wir wollen das machen, dass man das zusammen mit der Kommission einfach, und das wird dann noch ein bisschen Zeit kosten, weil wir wollen das aber dann, wenn wir lieber schaffen, dann wollen wir das auch so machen, dass wir so viel wie möglich den besten Output kriegen, und dann muss man uns die Zeit eben holen, für mit den Kommissionen zusammen ein Projekt auszuschaffen. Nachher bist du an dem Punkt. Nein. Ja. Ja, ich wollte noch ein sagen, wir haben an der Gemeinde ganz gut fällt weh. Wir haben an der Hauptstraße ganz gut an der Reihe. Wir hatten zumindest ein Chantier da, für die dran, wenn das war kein einfaches Chantier. Aber wenn ein Dorf fährt, das ist so nicht, das quasi nicht mehr im Sitz sitzen, wo die Tranchen da gemacht gesehen. Da wollte ich den Chefrat fragen, das ist nicht unbedingt das beste Weg, für dort zu redressieren, aber das müssen aber unbedingt an drei gesagt gehen. Also so in schlechten Dingen geht es schon weiter breit nicht mehr. Guckt, man Chaussee oder irgendwie, für das er da auf etwas machen, weil das ist wirklich ein äußerst schlechter Weg. Ja, merci für die Remarque. Wir haben das notiert, da gucken wir noch. Ja. Nora meint, hat für dich ausgestreckt. Nora und dann dir so sagst. Merci. Ich just denk froh, ich wollte froh, wie das mit dem Friedefeier, wie ob das nämlich für die Jahre 4 lieber nicht und mit 10 Minuten oder gar nicht, Verbot. Voilà, ob die du schon eine Idee hat, wie das Tür wird sein. Merci. Also das ist schon bei uns verboten und wir bleiben dann noch Leute dabei. Merci, eine gute Idee. Yes, merci Neike fir d'Wort. Ma ja den Jump huet den Chantier fir d' Runde ugeschwert, wat awer flläch nammer wichtig fir. An ich denke die Infrastruktur sebechten die si do all gotten aufgeschloss. Da wird net schlecht van do die Fußgängerbeleuchtung och gif gemerk ginn, weil ich menggen Typen an dat alles leit an ich weiß net ob dat lo ein Deel vum PHP aus vun ihnen respektive op wofir dro war. Da muss ich vielleicht dann eigentlich noch herken, dass das gif gemerkt gehen. Und dann hatte ich letztens noch gefragt, no WeConnect, das war ja die Broschüre, wo Jugendliche eventuell Kinder bei Familien kommen, ob du schon denken, kein Problem. Ich meine, jeder weiß, was heißt ein Budget aufstellen. Dann auch die andere Sache mit der Plant beim Haus Corneli. Gut, ich denke, das sind da Sachen, die da vielleicht im Dezember vorgehen. Ja, da wollte ich noch fragen, wie es ausgesehen der Punkt Fiberoptik an der Gemeinde. Wie gesagt, da ist mit der Post, hast den Chef da Kontakt mit ihnen. Ja, also ich gehe da mal einfach nicht um anderen. Also WeConnect hatte man nur gefragt beim Gilles Heinisch, bei dem, der für das Projekt zuständig war, und da habe ich 4 Leute gemeldet. Das muss ich vor. Der Baum beim Josette Corneli, den ist zurückgeschnitten gehen, weil der Probleme hat. Und ich will nun, dass das so gemerkt gehen ist, für das ein Raumscheiße kann, dass er nicht wäsch gemerkt gehen, aber dafür ist ein zurückgeschnitten bis op Dacht. Das net so, dass dat Kreos war oder weil den der Mittelspannungsleitung den das net zurückgeschnitten gin, das just den hin de lo bis op Dacht habt echt zurückgeschnitten gin ass an ich nun dass den dann davon ausgehen, dass den Ramschwester. Ja, okay, mir hat Gemenge eng Plan gemacht. Hast du schon okay.
Voilà, an der dann gucken mat der Belichtung, wo du du geschwert hast, wat du sagst. Mat der Post den Märten zu mich gesot, also Post huet weiter un Glasfaser geschafft. Ich mein mir hun noch do eng Frage hat die gesucht an der Rudiment wat du okay, Glasfaser gelöt. Also ich muss mir net das Post huet Glasfaser gelöet, das awer so, dass an den Atzingen do ein Hybrid Reso an den Husen natürlich net neu gemerk. Lo kann net sinn, dass trotzdem das Glasfaser an der Rudiments doch fleit echtens mal Qualität vom Internet dann eventuell net besser ass, weil dat ein Hybridsystem ass. Wenn allem awer wann Leiit just op de Sit vun der Post gin, der kräse donner nee gesot. Me da misisten se awer enke urufen an dat am Detail nofro, weil das net unbedingt so, dass dann also von der Geschwindigkeit vom Internet dass dat net dawer funktioniert net weil du ein Hybridreso hast das forcément die Verdrohungsgeschwindigkeit net méig ass. Dat muss der punktuell geguckt gin und dafür muss Leute da bei der Post melden, net bei der Gemeng, weil net Gemeng verkkeft den Service no net Gemengen erhält die Reso mit das Post oder en anderen Provider, den iwwer Postreso fährt. Mit dabechte Gelosphäre Märten aber auch zu mich gesot soll enke nofroen, wo se an dem Planning drüsinn dem Rob gestaltet haben, op den am Ra gehalten hast an so weiter an der Hummer nach Kere Tourkrit. Wir bleiben einfach an run schmengen de Planning soll lagehalle gin soll Pi net Millfir goen an mir seier geht tant mieux ich mein da so d'aktuelle Situation wat du geht. Dann Marie. Ja, samstig Hemmersmarsch mir waren dann zu Fuß durch die Gemeng an der Weh. An Trottoire sind schon net breed, aber he du mengt in wäre eng Hindernisparcours, weil het geht überall Poto, Schulter, Pubellen, Auto die deels um Trottoir stehen, Lächer, wo soviel Wasserdrastung dat mir op Stroos muss goen. Dat is natürlich gefährlich, weil du kunt Auto garant, dat net viel Leute die sich du an de erlaubte Vites halen an. Wir willen ja dat Leitdags als ze Fuß gehen, wat als du schon hebt geplant für dat ein bisschen mehr agreabel zu machen, weil den Moment als het nicht immer flott. Ja, dat was natürlich eng absolut generell froh. Hunderte Pubelle stung eng Pubell do mis net Leiit du musst den Pubell awer rannnen, dat ja am Reglement stoen am Polireglement finde dats den Pubell soll reis wenn das muss wetschwellen. Da muss man dann intervenieren. Lo ausgewwennig viel gerent effektiv an dann Qualität vum Trottoir net immens da kommen no Pil secher wat lo Poton an Blutepoton an so weiter geht, dat das effektive Problem defir simmer jo haut eichter op mir breden Trottoir mit der 50 oder optimal 2 Meter den Poto am öffentliche Raum steht Trottoir steht, da bleibt nach genug Platz vergoen fir durchzugo bei den schmole Proto nach so defir probéier jo bei all Pro dat lo mengg kein Sach vun Haut, dat se schon iwwer Joren lo wo immer de Schafferrot probéiert wann Pro sinn fir méi Terra ze kreien mat verschiedene Leute dat einfach mat den nowen doch der Sachen um Orde du jour fir Berufsstimmen moderne Leute as immer viel Diskussionen die wëllen einfach net dann da kann auch net viel mehr am Endeffekt kann es natürlich immer bisssen Kader von ihrem Projekt muss bis probieren für sie zu forcieren dat dann aber zu machen das für allgemeinheit an du hast natürlich vollkommen recht ein Trottoir wo dann nur de Poto an der Face steht und du kannst het lernst aus Sensur eigentlich auch nicht fällt ob zum op der Hauptstroß was dat ein Problem alles Quadiolo auch Neulotissement also echt muss immer so drüssig alles wat net Staatsschloss immer so drüssig an der Gemeng dat das empfang so fast muss gedeelt gehen muss Automobilist schon op den Fußgang oder wolle vor oppassen wann net 20 also eng Wunschtroß du huet den an der Stroß also go Priorität op den Auto muss Auto anfang werden bis kann noch stand an der Stroß tripple ge auch kein Trott waren mehr an dem Sinn dann noch gebaut wir bleiben aber auch du an den run das viel Bestand oder das viel Sachen wo Situation schon schon mal dass die Sache sind die mengst das muss das eigentlich präzis so wo du vielleicht ein Problem war na guck mal was man kann machen Antwort dat bëssen op den froh oder ja. Nora ja merci vergis. Ich wollte just frohen ob und eng Lesung gedurchgin as wat de Parking ënner der Sportzahl betrifft
weil du eben immer als verschiedene Leute die Oldtimer du in ewig stehen haben und anscheinend sind noch viel Deutsche, Franzosen, die du parken, wo ich mir vorstellen kann, dass das doch praktisch ist, dann holen sie einen Zug für einen Stadt und so ein Auto nach da und dann aber die Leute, die du schaffen oder die du trainieren gehen oder Aktivitäten machen, die fanden da keinen Parkplatz. Ob du nicht etwas gedurcht, das ja, für die Probleme zu lösen. Merci. Also, das Problem ist bekannt, und gefällt also nicht, und man hat es evaluiert, was man da können machen. Das ist ein bisschen problematisch, weil es ja kein Wort publik, das heißt, ein Passchert kann nehmen an der Auffahrt Pasche, weil das dann gefährlich Aufstellen von einem Auto ist, kann aber nicht an den Stellplätzen Paschen, weil du keine Handhab hat. Lo wollte man in erster Phase evitieren, schwerfällig technische Installationen zu machen, die als viel Suche kosten, die als, wo man Platz verlieren werden, wo man auch vielleicht dann zu Probleme haben, weil Technik nicht geht und dann alles blockiert und so weiter. Wir probieren nur mal nach ein Kehr mit das Hinweisschildern darauf aufmerksam zu machen, dass das kein Dauerparking ist. Und wir taschen als lösen Problematik rund. Wir wollen an der Auffahrt drauf, wollen wir Mesuren holen, dass der Chemie sich kann herstellen. Also, ob dem man näher probieren wir die Situation an den Griff zu kriegen. Wenn dann alles nicht hilft, dann muss man eigentlich mehr radikal Mesuren ergreifen. Im Moment sind es ja auch immer dieselben Mechanismen praktisch. Und wir wollten nur mal über ein Reglement deutlich machen, dass in nicht Langzeitparken kann. An der gucke wie Resultat ist, ob man das Problem hergehen. Paul? Ja, zurückkommen auf die Situation. Problem ist wie zu Schütter ist oft ein Auto, die steht dann Trottoir, wo der Porto ist, dann ist kein Trottoir mehr da geht Leute wirklich ganz anders los. Die ist überhaupt in der Zone dann Trottoir so parken und sich nicht, ne? Oder für eine Zone ist das schon, das weiß ich schon nicht, wo ich mal genug brauche. Das ist nicht glücklich, scheint auch für dann liegen, die da wohnen, die da müssen rausfahren und die Auto da parken, dem wäre es auch schwierig, dann mit größeren Gefähren rauszufahren. Also, ich wäre froh, wenn als ein Agent municipal direkt kein Antwort, weil die weiß einfach so Sachen, die ich nicht weiß. Aber ich gebe mal Mengen, dass so ein Drüssig den anderen Verkehrsteilnehmer wie dem Auto Prioritäten gibt, aber nicht dem Auto eine Priorität gibt. Also für mich, so gesehen, ist das doch so Sinn, dass die nicht eben Trottoir stehen. Dann da müssten Passchert also auch intervenieren, das möchten noch. Ich bin auch gar nicht froh, wenn ich Leute gesehen Trottoir parken. Den Straße ist da für den Auto und dann hast du Verkehr eben behindert, dass so ein Verkehrsberührung und dann soll nicht Trottoir steht auch nicht 5 Minuten, auch nicht mal Doppelwinkeln, den Trottoir ist nicht da für den Auto drauf zu stellen. Wir sind dann auch viele, die das nicht wissen und voilà, wir schwätzen mit Daniel, dass er das auch guckt. Just, das ist richtig, was du siehst, das meistens die Zeit, wo die Pascha nicht schafft. Das ist immer ja. Also, wenn es regelmäßig ist, auch wenn er doch zu der Zeit noch wo nicht passt, dann, wo er nicht schafft, dann schafft er dann ein Kehr. Also, das kriegen wir an den Griff. Ja, da muss ein Kehr aufs gehen, da geht noch was. Sind wir durch? Nee, nachfragen. Ich will dann noch ein klein, da sind wir fertig. Naja, meine Frau ist an sich, was Drecksküchen angeht, die in der Gemeinde sind, dann habe ich die zumindest bis hin, da ist mir aufgefallen, dass die überfüllt sind. Und der Rudi Chateau an für allem die beim Smudge an wie das die Hecke wäsch gemacht gesehen, gesagt ihnen das ganz gut. Und ich frage mich, ob du nicht besser hättest, muss so größer Platz wie beim Smudge, ob du so können so einen Tri-Dreck machen. Drecksküche, du kannst du Glas, Plastik oder ich weiß nicht, normal die Schick kannst du da rein. Ich meine, das wäre auch sinnvoll. Und vielleicht kommen sie da nicht zu mir überfüllen, weil der Titel heinst du und wieder gut war. Und die Leute dann sich da abhalten und der Bank und so. Und da nicht ganz voll gesehen. Und wie gesagt, es muss wohl Tecke fortziehen. Das muss halt kein Bild ans andere von der Gemeinde. Also ich meine, triieren ist immer eine gute Idee. Ob das Resultat tut, was man so erwarten oder was du gerne hast, weiß ich nicht. Aber wir können aber probieren. Wir können probieren, dass man den Tri zu machen, ob den da Platz, was früher da immer war, dürfen sie auch am Anfang die Glascontainer und so weiter aus dem öffentlichen Raum festgehalten gehen. Weil dann immer war, wenn er voll war, alles neben Drüllo und so weiter. Ne? Wenn ich das im kleinen Stil probieren, dann wir regelmäßig streiten machen. Wir können probieren, wir können das festmachen und dann sehen wir, was dabei rauskommt. Merci für die
Propos. Wenn du kein froh mir sind, da gebe ich aber der Publik nach frohen. Der Roger, von Schlift. Er will den Mikro, so sagen die Leute, du weißt nicht, von Schlift. Ich hatte am Vogel eine kleine Bemerkung zu machen zu den Frohen, die für durchgestaltet sind über die Verkehrssicherheit. Und zwar unter dem Katzenhotel als ein riesiges Schandchen, den er so aufgesichert mit Schulter, die richtige Wege dreht sich für die Fußgänger über den Schluss zu gehen, mit einem neuen Zebrastreifen. Aber wenn ihn aber von der Kirchhof wird, gesagt den das Schild nicht durchstehen. Das steht richtig so 100 Pampasgras oder bist so getreich und da gehen Leute sogar mit Kannen, mit Trotinetten, gehen sie letzte Schanze rauf, wo sie sich zwischen den Kamio rauf zwängen, dann Platz schon offen über den Zebrastreifen zu gehen und dann innerem zurück zu gehen, ob ihr seid dann, wie sie wollen gehen. Weil ihnen das Schild schlecht gesagt für ein Katzenhotel. Das steht so ein bisschen 100 Beben so auf einer Inselchen, da kann ich bald so. Guckt euch der dünn schon direkt Loven von der Dover vor, also die merkt es. Das Schild gesagt, die Ball nicht. Also es gesagt nicht, aber es geht doch da, weil es so ziemlich strikt steht, weil er nicht geurcht. Also exakt zur Verkehrssicherheit. Merci. Ja, merci für den Beitrag. Wir gucken uns da noch verbessern. Die haben noch ziemlich assistiert, und man reicht doch für die Umlegung vom Zebrastreifen zu kriegen. Und das soll bis Ostern hoffen wir, dass wir am Chantier so weit viel sind, dass sie können es mit zurück mit der Installation du Chantier, dass sie da, wo sie den Trottoir brauchen, wo sie am Moment auf der Voie publique sind, hoffen wir, dass das bis dahin so weit vorgeschraubt ist, dass wir dann können sicher über den Trottoir gehen. Aber sie sollen dann noch gucken, dass das richtig aufgesichert ist und dass das auch praktikabel ist. Also merci, wir gucken das, Martine. Merci. Sonst noch etwas, der Carlo. Noch 3 Frohen eigentlich. Die ist das eigentlich also nicht möglich oder vielleicht mit der Verkehrskommission mal zu gucken, ob ein nicht Kind mit den Linienbussen ob all Arreststehen bleiben. Ich habe doch schon für Jahre gesagt, das dauert zu lange an der Aufgaben. Wir fahren well elektrisch. Aber wenn du mit dem Bus fährst, so viele Leute fahren eigentlich nicht mit, außer an den Spitzenstunden, ob den lo am Rüde Pratel stehen bleibt oder oben auf der Kreuzgas. Ich hält nicht mehr Zeit weg, wie zu schütten. Also ich eigentlich meine, dass das ein Stuhl war, wo Busse stehen bleiben für die Schule anzulöden. Zu schütten sind das nach einem Neujahr sind ja nicht so viel an der Gemeinde. Es wäre ja, wenn sich flott, vielleicht könnte der Bus mehr geholt. Das wäre mir echt froh. Die zweite als Hauspenning. Also da nicht möglich, dass du vielleicht einen Teil vom Haft mal beihält bei dem neuen Projekt, wo der da am Gang sieht. Weil Bimo leider dann den einen Teil vom Haus leider aber an der Straße, den du vielleicht das Kind machen. Und da wäre noch an der Entree von der Fukernisch kennt, an der Kanierstraße, du wiest ein bisschen Heck für Flodders, da du Verkehrsprüfung hast. Wir können da relativ weit an der Straße, wenn ein Bus können, dann kannst du mit dem Auto, schreibst du ein Auto die ganze Zeit, weil sie stehen eigentlich noch mehr weit. Schon, die müssen den Strom beigestellt gehen, dann ist das doch okay. Ich meine, die 3 Punkte notiert. Ich meine, der nächste Punkt war der Bus, und das ist der mehr. Wir können aber beim Ministère des Transports intervenieren, ob es da eine Möglichkeit gesehen wird, dass der Bus noch zwischenstehen bleibt. Da können wir freuen. Was Hauspenning angeht, ich meine, wir sind uns das auch bewusst. Wir wollen das alle mal formalisieren, weil wir auch nicht wollen, dass ein Fähnchen da geschieht. Und dann möchte ich auch eine Responsabilität haben, was Sicherheit geht, das und dann ist es zu spät. Natürlich kennt ihr alle gute Situationen, ihr wisst, wie ihr ist. Wir gingen gerne etwas mit ihm zusammen machen, also neu soll nicht leiden, aber bislang war da nie viel Ouvertüre, will ich mal so vorsichtig ausdrücken. Ne? Wenn er nicht bereit ist, also neu soll nicht leiden, das fanden wir bestimmt Lösungen, die jeden Verein zufriedenstellen. Im Moment ist es mal schwierig, für überhaupt an ein Gespräch zu kommen. Sodass das wirklich keine einfache Situation ist und das ganz schön, weil das so, das hat ja auch nicht müssen so weit kommen, wie da, wo wir heute sind. Ich hoffe, dass das, was ich Ludnovic schon so, nicht schon zu viel ist. Aber voilà, das, voilà, müsst nur den Häusern geguckt gehen, wie es etwas gemerkt gehen, weil der ja nicht mehr gut, aber das ist nicht einfach. Dann ist es zu spät, ja.
Ja. Das Privatterrain war noch nicht direkt ein Umweltschutz oder irgendetwas festgestellt wird, das Privatterrain kannst nicht ganz viel machen. Wenn den Givel dann um Trottoir leitet, dann ist das eine andere Sache. Und dann, wie gesagt, bei mir doch da eine Responsabilität. Wir müssen zumindest intervenieren, dass lassen sich der Problematik auch bewusst sein, dass etwas geschieht, hoffentlich. Wenn dann da gesagt, dann ist das ein anderes Problem. Weil dort de Kanero geht für Tag zu schneiden, ich meine, das dürfte kein Problem sein, Tacken können ja auch bis gewisse Mut zurückgestellt gehen, dass das vielleicht nicht drüber durchgehen oder ja, wir gucken, da schneiden sie dann zurück. Ja. Die andere Seite, auf jeden Fall, sind gleich noch zu Fuß gegangen, der Weg, hat der Heckland stehen als top, du kannst, ja. Ja. Okay, nach eng froh kein mehr, dann hat man da noch viel. Das ist aber gut so, wir wollen ja eine Chance, das gehört so und so flott so. Und da gebe ich euch große Merci so für die konstruktive Mitarbeit. Dann gebe ich dann ein Banner und den Tisch und auch erst am Publikum und die Leute draußen noch einen schönen Abend wünschen und dann bis die nächste Kehr. Merci an Eddie.